So. Mal gucken. Noch nicht. Jawohl, da bin ich. Sehr schön. Ach ja, Muwangi, genau. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich da so ein bisschen die Kamera. Ja, schön. Muwangi! Perfekt. Jetzt warten wir wieder, bis ein paar Leute da sind. Und ja, wenn genug Leute wieder da sind, würde ich sagen, machen wir dort weiter, wo wir in der letzten Sitzung am Dienstag aufgehört haben. Hi Mathilda. Nix Mu, Wangi, okay. Wangi! So, besser? Wangi! Das könnte man jetzt über stundenlang probe. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ob das sinnbringend ist für Observer, die ganze Zeit Wangi-Rufe zu machen. Ups, jetzt habe ich noch meinen Popschutz weggetreten von meinem Mikro vor lauter Muwangi. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Was du mir alles tust mit deinem Muwangi. Du rettest mir den Tag. Oh, das hört man noch gern. Ja. Ich rette doch sehr gern Tage. Das ist natürlich schön. Aber ich habe mal echt gedacht, zum Wochenend ist es schöner. Weil da haben die Leute auch ein bisschen mehr Zeit. Und dann muss man nicht am nächsten Tag arbeiten gehen. Man muss am nächsten Tag nicht in die Schule oder sonst irgendwas. Außer der Kai, die arme Sau, die muss man ja schaffen. Sorry an der Stelle. Muwangi ist alles. Es umgibt uns und durchdringt uns. Alles ist Muwangi. Ich bleibe nach wie vor bei der Interpretation von Markus, dass Muwangi eher so ein Allround-Wort für dich ist wie bei der Schlümpfe Schlumpf. Was zur Hölle ist Muwangi? Das will ich gar nicht wissen, was Muwangi ist. Hier bei unserer Pen and Paper Pathfinder-Runde gibt's ein Volk tief im Muwangi-Becken. Das sind rabenschwarze Leute und das sind solche Leute wie der Charakter von Kai hier. Der spielt so einer. Das ist eine Lüge, als ob. Ach ja, schön. Ja, ich hab mal wie gesagt gedacht, es machen einfach mehr Leute, es macht mehr Sinn, das am Freitag zu machen, weil dann auch die Leute unheiß Syldraka an der Stelle. Es macht einfach mehr Sinn, weil die Leute am Samstag nicht schaffen gehen müssen, außer Kai natürlich. Und dass man da einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Ich würde es eigentlich auch ganz gern so zwischen Mitternacht und 1 Uhr oder so verlegen, je nachdem, wie lang ihr als Zuschauer durchhalten. Und wie lange ich ohne Zigarette durchhalte, das ist immer das Allerschlimmste. Boah, beim letzten Mal habe ich sie wirklich gepackt, ohne Kippepause die 4 Stunden durchzuziehen. Also an der Stelle wirklich an mich Respekt, dass ich das gepackt habe. Ja, cheers, danke. Ist so glücklicherweise nur Wasser. Also wenn ich das jetzt mit Wodka füllen würde, da wäre ich abgefüllt, noch ein paar Stunden Stream. Ich will das so pelzig kommentiere. Von daher muss das Wasser sein. Ich habe auch immer 1,5 Liter da ohne Steher, dass ich immer noch füllen kann, weil so viel wie ich hier babbel, ohne Witz, oh Mann. Da wird er sehr schnell die Kehl drucke, da wird sehr schnell dorzelig. Von daher brauche ich das einfach. Also ich jetzt sage, ein bisschen können wir noch warten, bis ein paar Leute noch kommen. Aber nicht mehr allzu lang, damit wir direkt wieder weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Bei dem illustre Gentleman, mit dem ich mich synchronisiert habe und der, ja, ziemlich üble Riss- und Bissspuren aufgewiesen hat. Und der verreckt ist, während wir mit ihm synchronisiert waren. Das war schon eine etwas urige Angelegenheit. Und ich freue mich drauf zu sehen, wie es weitergeht und was als nächstes kommt. Und ob wir diese Bestie eventuell auch noch sehen werden. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt drauf. Ach ja, herrlich. Also das Spiel hat mir definitiv sehr viel Freude gemacht. Muss ich gestehen. Und ich persönlich fand es auch großartig, dass wir das im Stream so gut hingekriegt haben. Weißt du, was das Beste ist? The Nightmare has just begun. Ja, danke für das Mutmachen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja, hoffen wir auch mal, dass die PlayStation stabil bleibt. Müsste sie eigentlich sein. Weil ich habe heute nochmal eine
Software-Update für die PlayStation selbst gemacht. Die neueste aktualisierte Version ist gerade drauf gespielt. Das heißt, das muss eigentlich funktionieren. Das müsste wirklich funktionieren. Weil der Download heute, der ging auch ziemlich gut. Und das Update zu BioShock, was ich heute noch installiert habe, das ging auch rucki zucki. Also eigentlich müsste die Internetverbindung stehen, wirklich. Jo. Sehr schön. Ich finde es immer noch etwas befremdlich, darüber zu gucken und mich dann live zu sehen. Hast du die Riten des Maschinengeistes korrekt ausgeführt? Ich glaube, der letzte Mehlkreis, der war mit so ein bisschen Löcher drin. Das könnte sein, dass da ein paar Staubkörner Chaos durchfließen. Schauen wir mal. Ja, nicht, dass die PS explodiert. Die PlayStation explodiert schon nicht, keine Angst. Also das ist bisher noch nie passiert, dass die zu überhitzt war. Selbst noch so ein 12-Stunden-Marathon, wo ich mal wirklich... Oh, da habe ich einen Tag gehabt, wo ich, glaube ich, 3 PlayStation-Spiele synchron Let's Played habe. Und, tja, da lief alles einwandfrei. Die hat zwar zum Schluss geschnauft wie Kuh, aber es hat funktioniert. Hi Scorpion, freut mich, dass du auch wieder dabei bist. Ich bin da, von daher, genau. Ja, wenn irgendwas mit Chaos ist, Syltra K ist hier, die macht das schon, die reißt das schon. Ach ja, herrlich, herrlich, herrlich. Ich freue mich, ich freue mich. Jetzt haben wir ja wirklich eine schöne Runde zusammen. Ich warte jetzt noch, bis die 8 Minuten rum sind. Und, okay, damit wäre der harte Kern da. Fang an. Okay, da warte ich halt die 10 Sekunden noch, bis die Silberminute voll sind. Und dann mache ich weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Let's Play Observer Uff Pelzig. Dann wollen wir mal. Gleichfalls, dachte schon, ich komme zu spät. Aber ich warte doch immer noch auf die Leute. Ich warte doch immer auf meine Leute. Und du könntest dich hier schön fest etablieren, Scorpion. Integriere. Was? Interpretieren? Hilfe! Ach, Worte. Worte. Ich freue mich wieder mit euch zusammen zu spielen, für euch zu kommentieren. Nachdem er aus Amir Novaks lediertem Bewusstsein aufgetaucht ist, muss Dan nur die Frau des Opfers finden, Helena. Sie ist diejenige, die die Leiche in Adams Wohnung angerufen hat. Da die Abriegelung noch nicht aufgehoben wurde, ist es wahrscheinlich, dass sie sich noch im Gelände befindet. Der Traumfresser offenbarte kurze Eindrücke eines Tattoo-Studios. Scheint ein guter Ausgangspunkt zu sein. Und du hast studiert, halt die Gusch. Artikulation, ja, Nukular, das Wort heißt Nukular. Hi Felicitas, schönen guten Abend. Freut mich, dass du es auch wirklich gepackt hast. So, da wollen wir doch direkt. Hast noch nichts verpasst. Wir sind genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da, wo es gespeichert hat, bei dem lustigen Gentleman Amir, der uns hier verreckt ist und der, ja, noch die Darmschlinge so keck aus seinem Bäuchlein hat. Dann hier so gutes, plastiküberzogenes Sofa. Njam, 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 njam. Ach nee, Quatsch, bei BioShock war das, dass ich mit Dreieck springe. Oh, Mann. Schlimm sowas. Ja, jetzt sollten wir mal wieder unser lustiges Sicht aktivieren, denke ich. Was haben wir denn da? Da ist Blut. Das scheint der Herr nicht zu interessieren. Ja, die Fluor, Phosphor, Säure, Propylen, Ether. Ja. Genau. Anatidephobie und so weiter und so fort. I love you. Oh, was ein schönes Herz. Ich glaube, das ist das Schönste, was wir jemals hier zu Gesicht kriegen werden. Ja, oh Gott. Ich glaube, das wird schöne Seifer. Das, ja, Blut. Ich glaube, das wird das einzig Schöne für sehr lange Zeit sein, was wir sehen. Und das ist auch noch kitschig. Na, großartig. Was ist das hier Schönes? Komm her, du. Well. You must be Helen. What else are we hiding in here? Ah, der mit seiner wunderschönen Märchen-Onkel-Stimme. Ich mag den. Ich mag den Daniel Lazarski. Das ist ein cooler Typ. Ich mag das sowieso total gern, wenn man so, der ganze Badewanne voll Blut. Ich glaube, das ist das Sofa, wo es auf die holographische Rahmen, wer hat's gedacht? Ich glaube, das ist tatsächlich das Sofa. Gucken wir es uns da mal an, ne? Das ist keine Badewanne, oder? Ist das so ein Mund... Nee, das ist so eine Sitzgruppe. So Sofasitzgruppe.
Und da ist das Blut volle Wummerei gelaufen. Und weil das halt mit Folie überzogen ist, hat sich das Blut hier gesammelt. Erinnert mich an Ende Juli. In welchem Ritualkreis warst du dann, Felicitas? In meinem bestimmt nicht, du sahst nicht so blutig aus. Ich würde doch niemals Blut als Ritualkomponente verwenden. Zwinker, zwinker. Was haben wir denn hier noch Schönes? Handy for storing off the grid currency. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie meine RGZM-Kopierkarte, bis auf den Chip hinten drauf. Dachte aber auch, dass das eine Badewanne war. Nee, tatsächlich ist das wirklich so eine Sitzgruppe mit Plastikfolie. Alter, so viel Blut ist darin keinem Menschen drin. Ja, da spricht wohl jemand aus Erfahrung, ne? Also gucken wir es uns zum dritten Mal an. Ich habe eine Badewanne voll Blut, aber das interessiert der gute Danny nicht. Ja, ich auch nicht. Hust, hust. Nee. Also es hat sich ja eigentlich nur so ein bisschen da ohne Wüpf, ne? So eine coole Arc sammelt. Ich denke schon, dass in einem einzelnen Mensch so viel drinsteckt. Vielleicht ist es einfach ein Bett, das in der Mitte nach unten gedrückt wurde. Ja, das ist auch möglich, aber es hat halt diesen Plastikfolieüberzug, ne? Nee, es ist keine Badewanne. Nix da Badewanne. Das ist definitiv eine Couchgruppe oder sowas in der Art. Aber jetzt bin ich auch keinen Schritt weiter gekommen wegen eurem Analysegefasel. Makeshift Badewanne. Nix do Badewanne. Jetzt gucken wir uns das Ding nochmal technisch an. Vielleicht hat das auch noch mal irgendeinen Hinweis. Credit Chip. Keine Übereinstimmung gefunden. Keine Übereinstimmung gefunden. Nicht registrierter Währungsspeicher. Ja, geiler ist die Scheiße auch noch illegal, die wir hier haben. Yay. So macht das doch Spaß. Okay, das Blut scheint ihn echt nett zu interessieren. Wahrscheinlich, weil es auch vom guten Amir stammt. Und was haben wir hier noch drin? Oh, ein Commodore. Oh, bitte lassen wir das Spinnespiel dabei sein. Das Lazarett kann man, glaube ich, manchmal als Ritualkreis verwenden. Bei so viel Blut definitiv. Ja, der Herr Studiosus mit dem Artikulationsproblem. Na. Ah, ja, sieht sehr gemütlich aus, definitiv, finde ich auch. Oh, da habe ich wieder was zu lesen für euch. Antwort, da ist es wieder. Chaos Approves, genau. Zunächst muss ich als zuständiger Tätowierer dich bitten, mit diesen Nachrichten aufzuhören. Wenn du ein Problem hast, komm in den Laden. Zweitens ist dein Hals prima geheilt, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Der Beschleuniger funktioniert und wenn es wirklich, wie du behauptest, verschwimmt, dann liegt es wohl eher an deinen ständigen Kratzen und Pfuschen. Zum letzten Mal, lass es in Ruhe. Komm vorbei, dann schaue ich aber langweile mich nicht mit deinen Sorgen. Ich bin kein Psychiater. Jay. Skeld der Held, hi! Hi Skeld, Abend! Freut mich, dass du es angepackt hast. Korrupte Daten, die letzte Ladung war teilweise beschädigt. Ich konnte das meiste davon retten, aber wie gesagt, du musst dem Dechiffriertool mehr Zeit geben und ihren Code knacken. Wenn wir diese Abmachung beibehalten wollen, musst du deinen Teil erfüllen. Das sind vertrauliche Daten. Jede entstellte Zeile Code bedeutet Stunden zusätzliche Arbeit und meine Zeit ist kostbar. Ich sage es nochmal, die Software kann nicht entdeckt werden. Du kannst nur erwischt werden, wenn man dich beim Spielen an der Workstation ertappt. Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, welches Risiko die Situation für dich birgt, aber genau dafür bezahle ich dich ja. Ah. Eine Nütte, ja genau. Selemols die Obernütte. Antwort, gefallen. Tut mir leid, Hela. Ich weiß, wir kennen uns schon ewig, aber diesmal kann ich dir wirklich nicht helfen. Ich wünschte, ich könnte, aber selbst wenn mir Amirs anhaltende Gesundheitsprobleme außer Acht lassen, die Obrigen haben eine strenge Einstellungsrichtlinie eingeführt. Keine Bürger der Klasse C und definitiv keine Ex-Sträflinge. Ich weiß, Amir ist in Ordnung und er verdient eine zweite Chance. Aber ich krieg ihn an diesen Regeln nicht vorbei. Es tut mir wirklich leid, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann. Sag Bescheid. Pass auf dich auf, Anetta. Schön. Work with Chiron. Bin allerdings am Überlegen, auf den anderen Kanal zu switchen. Was, welchen anderen Kanal? Es gibt nur meinen Kanal. Work with Chiron. Every job well done helps defend Chiron. Ohne Momento. Alles klar. Produktive Bürger. Moment, da ist er noch. If you want to help, create us, kann ich nicht lesen, contact us. Produktiver Bürger. Vermeide die bürgerliche Degradierung. Bleib aktiv. Bewirb dich jetzt für einen autorisierten Termin. Den hier. Hi, Neuländer. Und übrigens an alle, die sich bisher noch nicht zu Wort gewählt haben. Hallo, wortlose Zuschauer. Freut mich, dass ihr es auch hierher gepackt habt. Ja,
Vermeide die bürgerliche Degradierung. Artikulation, sei still. Yeah, Yankee, hör auf mit dem The Only Way to Play, ich mag das nicht. Die bürgerliche Degradierung, bleib aktiv. Bewirb dich jetzt für einen autorisierten Termin. Termine filtern, Qualifizierungen, niedrigster bis höchster Bürgerklasse C, Entschädigung, beliebig. Abfallentsorgungsfachgerät, Berufsbeschreibung, tägliche Überprüfung der Kanalisation in Bezirken der Klasse C. Das muss ein richtiger Traumjob sein, nur für Leute wie mich geeignet, die nichts riechen können. Ständiger Bereitschaftsdienst für Störungen der Abfallbereitungsanlagen, Durchführung von umfassenden Wartungsarbeiten bei Störungen und Reinigung der entsprechenden Anlage. Hör auf mit nice, ich hasse es, wenn jemand nice sagt. Anforderungen: Trotz Schutzausrüstung müssen Bewerber eine außerordentliche Toleranz gegenüber giftigen Gerüchen besitzen. Nasenhöhlenmodifizierungen sind ein zusätzlicher Vorteil. Bewerbern ohne Schutzimplantate wird eine teilweise Sinnesentzugsprozedur angeboten. Aufgrund der häufigen Belastung durch biologische Substanzen werden Fachkräfte täglich biochemischen Scans unterzogen. Das macht bestimmt tierisch Spaß, wenn man nur die ganze Zeit diese giftige Scheiße in der Nase hat. Ein Traum. Jungschädlingsbekämpfer, das klingt doch auch richtig geil. Berufsbeschreibung: führt strenge Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in stark befallenen Bereichen in Bezirken der Klasse C durch. Das ist nur diese Adelsjobs in Klasse C. Boah, ich die jetzt sofort mache. Übt alltägliche Tilgungsaufgaben mit chemischen und direkten kinetischen Mitteln aus. Findest du nicht? Nice. No more Mr. Nice Guy. Aufhöre. Anforderungen: Bewerber müssen körperlich fit sein und außergewöhnliche Ausdauer und Geschicklichkeit besitzen, um Tilgungsaufgaben in schwer erreichbaren Gegenden wie Dächern und Lüftungsschächten durchführen zu können. Hör auf! Aufgrund des hohen Berufsrisikos durchlaufen alle Bewerber eine rigorose Hintergrundprüfung und werden regelmäßig auf geregelte Substanzen geprüft. Du bist aber leider nice. Hör auf! Elendes Nice! Drohnenfließbandarbeiter. Wie wär's, wenn ihr mal als Jungschädlingsbekämpfer arbeitet? Habe ich was verpasst? The Only Way to Play. Das ist so ein dämlicher. Nee, es ist bei mir immer Let's Play auf pelzig. The Only Way to Play. Das ist dermaßen arrogant, aber ich mache jetzt mal aus dem Nice statt dem N einfach mal ein M und sag mal die ganze Zeit, dass ihr Mais sagt. Ist zwar etwas lahmarschig, aber ich sag das jetzt einfach mal. Drohnenfließbandarbeiter. Du hast halt einen nicer Channel von der Geilheit hier, Alter. Das ist wie Chantalle, tu mal die Oma winken, beziehungsweise tu mal dat Mäh ein. Kennt ihr das? Tu mal dat Mäh ein. Das heißt, streichel mal das Schaf. Also das ist richtig Neusprechidiote. Und mit diesem, oh, voll nice und so, ist diese Entwicklung so schleichend hin in diese tu mal dat Mäh ein. Wong, bitte. Okay. Wie dem auch sei, weiter geht's. Drohnenfließbandarbeiter. Berufsbeschreibung: führt einfache Kontroll- und Wartungsarbeiten in einer Drohnenfertigungsanlage durch. Anforderungen: ein grundlegendes Verständnis der Robotertechnik ist ein zusätzlicher Vorteil. Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer Fertigungsanlage erforderlich. Alle Bewerber werden außerdem einer einfachen Hintergrundprüfung unterzogen. Datenübermittler. Berufsbeschreibung: liefert verschlüsselte Datenpakete, Vertraulichkeitsstufen 2 bis 4, an und von Firmenzweigstellen in den Bezirken der Klasse B und C. Wong, der Neißige. Ach du Scheiße. Ja, ihr lenkt gerade ein bisschen beim Lesen ab, durchaus. Liefert verschlüsselte Datenpakete, das hatten wir schon. Anforderungen: niemals. Aufgrund der höchst mobilen Natur des Postens ist ein Besucherausweis für den B-Bezirk erforderlich. Der Ausweis wird dem Bewerber nach Bestehen eines einfachen Bürgerwissenstests und der Durchführung einer umfassenden Hintergrundprüfung ausgestellt. Ein vollfunktionstüchtiges Datenspeicherimplantat Klasse CR oder höher ist erforderlich. Aufgrund der vertraulichen Natur mancher Verträge werden die Bewerber einer kurzfristigen wöchentlichen Gedächtnisbereinigungsprozedur unterzogen. Nett. Hältst du wohl nicht viel von Neologismus? Was Neologisma angeht, und ja genau, Plural ist Neologisma, bin ich durchaus offen für sowas, aber dieses Dummdeutsch-Neusprech, das ist etwas, was ich hasse wie die Pest. Das hat nichts mehr mit Deutsch zu tun. Und mein Bart fällt mir nicht aus, nur hier hinten der Benzel hier, der fällt mir vielleicht noch aus, aber die Barthoer niemals, die sind viel zu drahtig, viel zu mächtig, die machen sowas nicht mit.
Jung-Service-Techniker, Berufsbeschreibung, führt planmäßige und außerplanmäßige Wartungen an holographischen Verbraucherprojektoren in Häusern der Klasse C durch. Anforderungen: Da die Aufgaben in privaten Wohnhäusern und in direkten Kontakt mit den Kunden ausgeführt werden, müssen die Bewerber über hochentwickelte soziale Kompetenzen und ein freundliches Wesen verfügen. Das heißt, stört die Leute nicht, während sie wie Zombies, ja, Mighty Beard, genau, stört die Leute nicht, während sie wie Zombies auf ihr Holo-Bildschirme starren. Es gibt keine feste Bezahlung, die Vergütung hängt von der Zahl der erfolgreich durchgeführten Wartungsaufträge ab und wird in einer nicht wechselbaren Währung ausgezahlt. BS02 minus Proteinmarken. Na klasse. Le Beard. Unnerum, der muss natürlich gleich wieder unter die Gürtellinie gehen. Pfui. Diddleding, Shame. So. CV, da haben wir nur Amir Novak. Lebenslauf, Arbeitskopie, Angaben zur Person, 19. Mai 2052 ist er geboren. Bla bla bla, Amir Novak 52@cmail.com. Stärken und Fähigkeiten, Teamplayer, kann mit anderen zusammenarbeiten, auch wenn sie anders sind als ich. Und das macht mir nichts, solange die Arbeit erledigt wird. Personalmanagement, kann beurteilen, ob jemand für einen Job geeignet ist oder nur prahlt. Konfliktlösung, kann Probleme ein für alle Mal beseitigen. Extreme Stressresistenz, kann hart arbeiten, auch wenn es hart auf hart kommt. Ja, ja, wenn er genug Alkschmisse hat, bestimmt. Eingetragene Arbeitserfahrung, Mai 2069 bis Juni 2069, Lieferung, Stellen Schlag mich tot, Privatsektor, sicherstellen, dass Dinge dorthin gelangen, wo sie hingehören, mit Leuten reden. Ja, Strafanstalt, Straßenreinigung habe ich gut gemacht, lange Schichten, habe sogar Überstunden gemacht, ja geil. Fegen, Technik, die jeder lernen kann, aber schwer zu meistern ist. Und mein Let's Play im Let's Play with Fire and Sword, Spiders. Jetzt kommt's wieder. Jetzt sehen wir wieder, wie ich Pech beim Denken hab. Jetzt wünsche ich mal gerade, es wäre Wodka und nicht Wasser. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Ach du heilige Scheiße. Da ist nur Schwert ohne. Moment. Probieren wir es doch mal. Da haben wir hier diesen Spinnenball. Den dürfen wir nicht. Ach du Scheiße. Okay. Return of the Spinnenklumpen. Genau. Ach du heilige Scheiße. Da muss ich dann wohl... Moment, wenn ich jetzt runtergehe, dann crunchen mich die 2 Spinnenlieste, oder? Wenn ich jetzt links gehe, bin ich genauso gearscht. Nein! Diese verdammten Spinnen schon wieder. Okay. Das ist schon etwas kompliziert. Moment, ich hole mal als erstes mit, dann du, dann du. Spinnenklumpen for the win. So. Okay. Puh, yes, ist er leid. Wie machen wir dann das jetzt wieder? Oh, scheiße. Ich mag nicht. Ich will nicht sterben. Nicht schon wieder. Yankee, wir haben dich doch lieb. Ja, als ob. Als ob. Nein. Ja, wie löse ich dann das Problem? Habt ihr irgendeine wunderbare Lösung für mich parat? Weil mehr als es selber 500 Mal am Stück mache, fällt mir gerade auch nicht ein. Nee. Doch gibt's nichts, was ich jetzt... Oh, scheiße, jetzt bin ich auch noch... Ich hasse es. Ich hasse das Spiel mittlerweile richtig. So, komm wieder mit. Du kommst wieder mit. So, dann machen wir das wieder. Fun with Spiders. So. Wie geht's ab hier weiter? Your journey is it began because you died. Ja, gib mal lieber irgendwelche Tipps. Das ist jetzt saumäßig schwierig, finde ich. Weil... Out of your cell, you ran and then they died. And then you died. Gib Tipps, gib Tipps. Wenn ich da jetzt wieder links runter renne, ist doof. Kann uns der Zauberer schützen? Müsste er ja, ne? Ja, so kommen wir durch. Da haben wir die Spinne halt nicht gekillt. Okay, gehen wir mal ins Menü. Ja, haben wir gepackt. Wunderbar. Wir haben alle Teile gepackt, nur um nochmal sicher zu gehen.
Ne? Da unten sind keine Münze. Einfach nur nochmal, um sicher zu gehen. So, wir haben alles gepackt, ja. Da unten sind keine Münze. Muss das immer auf Englisch sein, was du da schreibst? You pause to catch your breath and die another gruesome death, so now you can creep around each corner terrified. Sehr nützlich das Ganze mal wieder. So, schalten wir das Ding jetzt mal aus. Und weiteres Level gepackt. Und hier haben wir noch so einen Holo-Bildschirm. Oh, wunderschön. Das scheinen sie mit dem Tätowierer zu sein, glaube ich, ne? Aha. Sehr schön. Die bioorganische Sicht, die bringt uns hier nicht weiter. Aber jetzt wird uns wahrscheinlich sagen, es ist ein Holorahmen, ne? Holographischer Rahmen, natürlich. Ich befürchte nur jetzt irgendwie, wenn ich nur rausgehe, ich zitiere nur Liedtexte. Ja, lost es. Entschuldigung. Ach ja. Ich befürchte nur, wenn ich jetzt rausgehe, dass hier die Scheiße losgeht und dass ich aus meiner Safe Zone dann rausgehe. Und ich habe gerade überhaupt kein Bedürfnis, aus meiner Safe Zone hier rauszugehen. Verdammt nochmal. Also, ich glaube, so einfach kommen wir nicht zu dem Tätowierer runter in der Lader. Ich denke, das wird nicht so einfach sein. Ah, verdammt nochmal. Dann, da das auch noch die Macher von Layers of Fear sind, habe ich sowieso immer meinen Rücken im Blick. Ich glaube aber, wir haben jetzt hier alles gemacht, ne? Ah, da ist noch was. Da ist noch was zum Untersucher. Ausweis, Helena Nowak. Du bist doch über... Du hast noch was übersehen in dem Raum. Ne, was habe ich denn übersehen? Den schnapp ich mir jetzt noch. Ja, genau, in eine Blutbadewanne. Okay. Können wir den Ausweis mitnehmen von der guten Frau? Ne, anscheinend nicht. Ich habe noch was übersehen im Raum. Okay. Auf jeden Fall nicht aufgeben. Ja, genau. Ich bin immer noch dafür, dass es in solche Spiele sowas wie taktisches Suizid geben müsste. Das sind genug Rohre, das sind genug Kabel. Man könnte es beenden. Es gibt auch noch einen Ventilator, es gibt auch noch einen Kopf, den man da reinstrecken kann. Es gibt auch noch Blut, in dem man sich ersäufen kann. Also, man kann es definitiv beenden. Vielleicht ist hier noch was drin. Gucken wir nochmal. Joink. Nur Omas Porzellan. Ah, da ist noch. Nanophage and Eye. Das hat sich hier, glaube ich, nicht mehr großartig verändert, bis auf den... Hoffen wir mal, dass es ein Kaffeefleck over ist. Wird aber wohl eher ein Blutfleck sein. Und, oh, ach du Scheiße. Und dann noch dieses Mama. Hier. Wenn man der Linie folgt hier. Alter. Dann noch so ein Psycho-Freak mit roter Haare. Ach du Scheiße. Das wird echt immer etwas beunruhigender. Die Schränke hier aber vielleicht auch nochmal durchsuchen. Nö, da ist nichts. Es war nur ein kurzer Besuch, aber ich muss leider los zur Arbeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Spiel. Vielen, vielen Dank, Felicitas. Dankeschön fürs Reinschauen. Mach's gut, schönen Abend und viel Erfolg für die Arbeit. Oder hast du die Pillen letztes Stream schon gefunden? Die Pillen? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, das Kind wird immer robotischer. Ja, durchaus, durchaus. Das erscheint mir auch so, als wäre das Kind immer mehr roboterartig durch dieses Nanophage. Und die Pillen habe ich noch nicht gefunden. Oder? Waren die auf dem Boden gelecker? Das kann sein. Warum stummt mich die ganze Zeit irgendwas von hinten? Wie, jetzt steht einer hinter mir. Okay. Er hat sich nämlich bewegt, obwohl ich mich nicht bewegt habe. Ich habe gedacht, da stand irgend so ein NSC oder so hinter mir, der mich die ganze Zeit stößt. Und wehe, es wäre dieser gruselige Hausmeister gewesen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt gucken wir nochmal hier in die Schubladerei. Da haben wir nichts, tatsächlich nicht. Und ich bin da froh drum, alte Stinkesocke vom Amir. Bin ich ganz froh drum, dass wir noch nicht los müssen, weil ich befürchte wirklich, wenn ich rausgehe, dann geht die Luzi so richtig ab und ich habe ein bisschen Schiss, weil Aspire und Layers of Fear und so und hua. Na, das könnt ihr vielleicht nur vollziehen. Ja, dankeschön. Ich hab zu danken. Dankeschön, dass du zugeguckt hast und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns zum anderen Livestream von mir. Mach's gut! Taktischer Suizid, ja, Playstation nehmen, ausrasten, runterschmeißen. Das kostet nur Geld. Das kostet nur unnötig Geld. Und so, Playstation ist ganz schön teuer, Mathilda. Jetzt gucken wir noch einmal. Ich wäre eher für im Spiel eingebauter taktischer Suizid, definitiv. Oh, das ist noch so ein Kärtchen von einer wunderschönen Dame hier. Und zwar von der Beata Zalasinska.
Okay, das ist eine neopagane Priesterin. So, so. Das scheint es auch zu geben. Cool. Mit 69 ist sie gestorben. Coole Sache. Eine neopagane Priesterin. Ich glaube, sowas gibt es tatsächlich auch. Man kann sich, glaube ich, wirklich auch in Deutschland Neopaganismus als Religion eintragen lassen. Und in Island wird es sowieso sehr stark praktiziert mittlerweile wieder. Das geht wieder eher zu diesem Naturglaube hier. Und ist aber nicht mehr so stark Odin fixiert etc. pp. Obwohl die in Reykjavik tatsächlich einen eigenen Tempel gekriegt haben. Odin, Thor und Frigg haben tatsächlich einen neuen Tempel gekriegt, wenn ich jetzt diese Scheißschublade mal öffnen könnte. Und die haben tatsächlich einen neuen Tempel gekriegt, aber dieser Neopaganismus geht viel eher auf die Elemente und auf Natur und so weiter. Von daher schon interessant. Ein Arbeitskollege von mir hat sich tatsächlich so trauen lassen in Island. Und jo, nee, kann man in Deutschland nicht echt. Ich hab mal von jemand gehört, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her, dass das tatsächlich ginge. Das müsste so 9 Jahre oder so her gewesen sein. Der Hansel, der im Frühjahrs Avalon in Speyer gehört hat, hat das mal behauptet. Ich habe es noch nicht getestet, insofern kann ich das nicht sagen, ob das geht in Deutschland. Aber ich glaube, wenn man diesem isländischen Neopaganismus gehört, dann sollte das eigentlich kein Thema sein, wenn man sowas dann einträgt. Aber ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich fertig hier in der Wohnung. Skarin hat's versucht. Ah, okay, okay. Ja, vielleicht, wenn er offiziell zu diesem isländischen Neopaganisten gehört, dann müsste das vielleicht klappen. Keine eingetragene Religion. Nein, in Island hat das funktioniert beim Arbeitskollegen. Der hat sich tatsächlich von so einem Priester trauen lassen und das wurde auch erkannt. In Deutschland. Obwohl es in Deutschland dann immer so standesamtlich geheiratet haben. Okay, ich glaube, hier bin ich jetzt durch. Entweder kommt jetzt irgendwie eine Bestie oder ich wäre erschreckt vom Hausmeister, ich weiß es. Pursuing a lead. Victim's wife could still be in the building. Mhm. Okay, ich glaube, der Tattoo-Shop ist das nächste, was ich anzugehen habe. Ich schaue mal gerade auf meinen Fall. Fallprotokoll. Untersuche den Tatort. Okay, noch weiter der Tatort untersuche, okay. Amir Novak ist tot, aber seine Frau konnte entkommen. Der Traumfresser hat mir Eindrücke eines Tattoo-Studios gezeigt. Okay, alles klar. Suche nach Adam, das ist noch nicht aktualisiert. Okay, also das scheint irgendwie noch nicht abgeschlossen zu sein. Na gut, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Holorama, den hatten wir schon. Die Karte hatten wir schon analysiert. Das Ding hatten wir zwar noch nicht analysiert, aber das ist ja eindeutig einfach nur ein PC. Schon der Umgebung der Leiche nochmal. Okay. So, das Ding können wir uns... Trörö. Okay, didum. Nö, da ist jetzt nichts weiter Interessantes, aber ich mag jetzt gerade noch mal kurz hier gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Okay, Umgebung der Leiche. Alles klar. Gucken wir hier nochmal. Da ist tatsächlich noch was. Ah. Modo, Haare. Not human, not animal. Keine Übereinstimmung gefunden. Abnormale genetische Struktur entdeckt. Na, herzlichen Glückwunsch. Den ganzen Schampel haben wir uns eigentlich schon angeguckt. Ja, der ist Tintenmuster. Das dürften wir auch schon untersucht haben. Künstliche Herzklappe, genau. Und was ist das? Geregelter Stoff. Ach ja, das waren die Droge, die er sich eingeschmissen hat. Okay. Dann würde ich das Zeug ganz gerne noch in Gewahrsam nehmen, irgendwie. 112, 209. Okay. 209 und 112. Okay. Gucken wir gerade nochmal. 209, 112. Gucken wir gerade mal, ob das festgestellt wurde im Fall. Jetzt habe ich alles. Okay. Dann habe ich hier alles noch geguckt. Die Pille. 109 und 212 waren das, oder? Nochmal gucken. 112, 209. Merkt das bitte mit. Gucken wir mal bei 112. Wo sind dann die Hansel? Da muss ich nochmal irgendwo die ganze Flur entlang. Okay. Probieren wir es doch einfach mal. Was? Hier ist irgendwo der Aufgang. Und sowas will ich nichts wissen. Okay. Oh, ich glaube, ich sollte mal wieder so Pilche reinschmeißen, oder? Ich sollte mal wieder was reiföhner.
Also allmählich. Ich versuche es eigentlich so lang wie möglich rauszuzögern. Oh, schön, wie der Rach hier steht. Oh, Jesus. Okay. Die 112 können wir uns hier noch reinziehen, denke ich. Boah, also allmählich wird die Sicht wieder pixeliger. Er bewegt sich ja langsamer. Kann aber noch rennen. Oh, hier geht irgendwo was auf. Warum geht hier irgendwo die Tür auf? Ich mag sowas nicht. Warte, ohne was? Keine Witze über meinen Namen. Ja. Ich sagte nur okay und das auf hässliche Betonung. Nicht okay. Es ist so eingespielt mittlerweile, dass ich das sag. Von daher achte ich doch schon gar nicht mehr drauf, um ganz ehrlich zu sein. Reizend. Das Allermeiste, was mich hier stört, ist dann, dass keinerlei Musik kommt. Ah doch, Ewe. Ewe ist wieder ein bisschen Musik dabei. Okay, die 112 wollte ich gucken. Die 112. Wo war dann die? Ach nee, das war nur dort, wo der Roboter gelecker hat. Geht immer noch nicht auf. Okay. Die 112 ist... Moment, ich gucke hier drauf. Hinter mir... müsste ich eigentlich... Mist. Das ist etwas doof. Musik, wo ja ganz arg gedeutet, ganz schwach arg gedeutet, höre ich die auf meinem Headset. Eventuell hört ihr das, wenn ihr das Ganze auch über Headset mithört, auf meinem Livestream. Dann könnten ihr ach so feine Nuance hören. Ein Uff. Okay, dort Gang hoch. Rechts Gang hoch. Einfach nur durchmarschieren. Okay, es passiert nichts Gruseliges. Es passiert nichts Gruseliges, habe ich gesagt. Renn. Weil mittlerweile kriege ich echt ein bisschen Schiss hier. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Irgendjemand will mal an den Krager. Will ich mir das ein oder ist die Grafikqualität tatsächlich besser als letztes Mal? Ich habe nach wie vor 720 Pixel niedrig eingestellt, damit die PSN nicht so überlastet wird damit. So, das müsste der Kunde sein, ne? Look who's here. The leech that's been skulking around the building. Ah, das bin ich. Oder Ufgebast, Ufbasser. How about you change your fucking tune, pal? Jeez, man, cool your chips. It's not every day I get to observe an observer. Is this where you tell me you got eyes up my ass? You ain't that pretty. Besides, ever since the lockdown, I've been kind of busy. Drogen. Okay, smartass. Tell me, why am I still standing here? Okay, Slimeball, you found Amir's little stash and the fucktard used our names on the merch. Close enough. Apartment numbers. Oh, busted. Let's call for backup. Oh, wait, you tried that already? Screening my calls, are you? Why don't you take a break and go hack yourself? Officer, please. What you're talking about is highly illegal, not to mention unethical. Let's just say, I'm a concerned citizen with a very particular skill set. Kommunikationsprobleme. I'll turn a blind eye to the monkey on your back if you put your skills to work restoring my comms. What if I could? As long as we're under lockdown, this is a complete dead zone. Mist. But I've been scanning the internal network for signs of the double-A glitch. Come again? The double-A glitch? You know, the algorithm that makes the nanites go berserk on their own host, as in why nanophage happens? Okay. And? Nothing so far. Na gut, wenigstens das. Look at you, an optimist. All bets are off until I finish my scan. Sache ist noch nicht erledigt. You're not off the hook. I'm coming back to see if you're still alive when this is over. That's some motivational technique. They teach you that at Leech School? Yeah, they do. Fuck off 101. Okay, Fallprotokoll aktualisiert. Option untersuche den Tatort, das hatten wir schon. Amirs Kunden, da unten sind sie. Amir Novak ist tot, aber seine Frau, bla bla, das hatten wir schon.
Ich würde ganz gern Amirs Kunden. War kurz weg, was habe ich verpasst? Ich habe einer von seinen Kunden gerade im 112 verhört. Und der sagt, es gibt noch keine Störungen bei der AA-Tätigkeit, was dieses Nanofaken auslöst. Okay, jetzt fehlt nur noch der Kunde in 209. Das heißt, ich muss jetzt einmal hochgehen. Und dort war im Treppenhaus schon so ein scheißen gruseliger Typ, der gemeint hat, ich käme hier nie wieder raus. Das heißt, hier habe ich meinen ersten Gegner und ich habe natürlich keine Waffe. Klasse. Dann wollen wir mal. Hier hat irgendeiner behauptet, ich käme nie wieder raus. Also ganz besonders vorsichtig sei hier. 209. Das ist der Mensch, zu dem ich will. Wegen der Droge. Um den zur Rede zu stellen. Eventuell weiß der was über Amir. Aber weiß es noch nicht. Okay, zweiter Stock. 211 bis 213. 201 bis 210. Das ist das, wo ich hin muss. Okay, da komme ich zur Küche noch. Oh, die Stelle. Das sagt mir nichts Gutes, wenn du das schon so sagst. Okay. Da muss ich probieren, da reinzukommen. Bis zur 209 muss ich durch. Wo ist die 209? Ne, gar nicht. Da komme ich eigentlich nur in die... Ne, komme ich nur in die Küche? Ne. Ach du Scheiße, es wird schon irgendwie wäre. Es wird schon wäre. Bei der 210 müsste ich rauskommen. Oh, toll, wie dieses scheißen gruselige Poster. Ich bin hier voll motiviert gerade wieder. Ich hoffe, mich attackiert nicht irgend so ein Freako. Non Okji Nonati. Mindestens. Und wie oft muss der sich diese Scheiße eigentlich hier reinpfeffern? Jetzt mal ohne Witz. Alter, sieht das gruselig aus. So wie das Scheißhaus? Ne, fast. Hier sieht der Wallace einfach nur aus wie ein riesiges Scheißhaus. So, mich hat eine Taube attackiert. Das ist Zimmer 210. Okay. Wie kommt die Taube da rein? Ja, das frage ich mich. Ach, ohne Witz. 210, hallo, Kuckucks. Kein Schwein meldet sich. Rein komme ich auch nicht. Wehe, steht jemand hinter mir. Wehe. Wo kommt man dann dort hier? Wollen wir dort durchgehen? Hallo? Kuckucks. Freundlicher Observer. Alter. Okay, das ist mal gerade ein bisschen so creep. Oh, oh. Und warum steckt hier jemand richtige Roserei? The real deal. Why leave it here? Alter. Psychos. Wer? Wer? Na, okay. Psychos. Ach du Scheiße. Alter. Ups. Ein Uff. Scheiße. Eine loyale Androidenstreitkraft zum Schutz von uns. Und ihnen. Ja, merkt ihr, wo die Rose war? Okay. 2. Stock. 209. Ich glaube, das war unser Mann, ne? KPD, I need to ask you some questions. Ich glaube, das war unser Mann. What's your name, boy? I like to know who I'm speaking to. Einer nehme ich noch. Bukowski. John Bukowski. Good to meet you, Daniel Lazarski. Same here. Tell me, Daniel, that rumbling I heard, was that all locked down? Yeah, it was. We're trying to rule out the phage. Doesn't seem to bother you. Ich glaube, der ist einfach nur drauf ohne Ende, der Typ. Hey, are we having fun or what? Ah, kenne ich sie. I know you're from somewhere. The name rings a bell. Lots of people used to know Ach, me okay. back when I was in the ring. Das war wohl ein Boxer, der sich ordentlich abgeschossen hat. You're the champ. Bulldozer Bukowski. What's left of him? I used to be able to crush a man's skull with my bare Na, hands. klasse. Now I can't even wipe my own ass. Klingt ja super. What's wrong? What happened to your ass?
Time happened. The corporation happened. My retirement happened. Großartiger Typ. Ruhestand. Choke on me yet, Temp. Tell me what happened. Oh, and after my contract ended, I had a hot date with the repo man. They stripped you down? That would have been illegal. They gave me an option. Could have kept my mods. Wahrscheinlich hat der besonders teure Boxer-Mods oder sowas gehabt, dass der nochmal richtig abgefahren abgeht. Back to bare basics. Okay. Drogen. It must be tough to go on like this. Yeah, but I can't just give up. Not in my DNA. I suppose the drugs helped you out a little? Hey, I ain't no fucking junkie. You got that? Genau. You know what I got? You get your painkillers from Amir. Who? 104. Come on, I found a big stash with your name on it. No need to who me. What the hell? Yeah, he brings me stuff sometimes. Well, that's too Stuff bad, vor because allem. he's dead now. I gotta go. Whoa. Hey, hold on, Lasarski. What did you say? I said I gotta go. No, before that. You said the kid's dead. Bei Tod werden die meistens hellhörig. Ich finde es auch immer interessant, wie man nur so ein ganz kleiner Teil von den Leuten in den Bildschirmen sieht. Und es wird sehr häufig wiederverwertet bei anderen Leuten hier. Champ, hang in there. Yeah, fuck you too. Okay, Fallprotokoll aktualisiert. Trophäe erhalten, Drogenbahn. Gut, das haben wir jetzt wirklich abgeschlossen. Wer. Okay. Gut, immerhin das. Nett. Boah, so langsam wird's echt übel. Ich brauche wieder mehr von der Pille. Diese Stimme macht mir Angst. Ja, so ein bisschen, ja. Der klingt auch ziemlich gut, der Kerl. So, was ist dann hier? Was ist dann hier für ein Feiner? Niemand? Okay. Das ist kein Mieterzimmer. Wer ist denn hier Gutes? Guterler? Ich bräuchte echt mal wieder einen Schuss. Wie das klingt. Ja, aber ohne Witz, der braucht ja seine Pille, der Kerl. Und so allmählich wird die Sicht echt beschisser. Von da aus bin ich, glaube ich, reingekommen, ne? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wo laufe ich dann wieder rum? Zimmer 203. Och ja, warum da nicht? Ach du Scheiße, also jetzt wird's richtig abgefuckt mit der Sicht. Ich glaube, jetzt petze ich mal wirklich so Pillerei. So, besser. Okay. Du müsstest noch genug Synchros sein haben. Sicher? Okay. Und der klingt sehr nett, ja. Since when do you pigs give a shit about what goes down in the stacks? We don't. And you like it that way. Yeah, well, you got me there, man. What you want? Wurstsuppe, frisch vom Markt. Sounds like you know your way around. Anything weird go down lately? Don't be knocking on doors around here with questions like that. Are you threatening me? No, man. I'm just looking out for you. There's some messed up customers living Ach, here. so paar schräge Typen, ja. The truth. Okay, der geht jetzt in Mitra. Und da geht anscheinend eine Party ab. Komm ich aber nicht rein. Ist wohl nur für geladene Gäste. Okay. Na gut. Ich habe immer noch Schiss, dass du irgendeiner rausgesprungen kommt, der mich attackiert.
Weil irgendeiner hat, als ich im Treppenhaus war, schon rumgekrischert, dass ich hier nicht mehr rauskäme. Ja, bis jetzt waren alle noch ziemlich nett. Warten wir mal ab, wie lang das noch so ist. Im Vergleich zu, naja, zu mir oder was? Ich bin doch immer sehr nett zu euch. War das nicht das Treppenhaus? Ja, genau. Von da müsste ich herkommen sein ursprünglich. Sochowuji. Benimm dich. Genau. Oh Mann. Immer dieses Nasejucke, das ist so eine Let's Player-Krankheit, ohne Witz. 211. Schlimm sowas. Dan Lazarski. Ah, okay. SPD. Oh, hat jemand ein schönes Ach. Ask you a few questions. You have reached the Rozak residence. How can I help you? Okay, Residenz? Resident. Not a word I would use for a place like this. I apologize. The phrase was chosen by my master. If you find it unsatisfactory, I will not use it again in your Okay, ein presence. Roboter. You the butler? But now? No. My master is not at home. Later, maybe? Yes, very funny. Ach du Scheiße. Sie sind ein Roboter, was? You're not a bot, are you? Yes, Femcom 6.0. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Ja. Whoopee. That is an acceptable colloquialism. If Master Rossack isn't home, why didn't he turn you off? I was deactivated following the afternoon session. My CPU rebooted spontaneously 5 Okay. hours and 43 seconds later. The lockdown must have interfered with your power slot. Okay. I'd say goodbye, but I guess there's no point. Ja. Yeah, because that would humanize me. What Ups. did you say? Please feel free to use me. Ach, das war ach, merkwürdig. Dieses menschliche, ja, das wird mich ja vermenschlichen. Irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas stimmt hier auch nicht mit einer Roboter. Oh oh. Herr Uff! Ich will wieder Licht. Ach du Scheiße, Mann. Eine neue Welt in Reichweite. Ah, Scheiße, ich muss mich hier umdrehen. Es gibt nichts anderes. Also, Achtung. Okay. Puh. Ich rechne jedes Mal mit einem Jumpscare. Jedes Mal. Ohne Scheiß. Aber es kommt noch nichts. Ich glaube, da wird definitiv noch was kommen. Aber dann will ich wahrscheinlich nicht damit rechnen. Okay, das hatten wir jetzt auch erledigt. Ich bin immer nett zu euch. Ja, ja. Geht zum nächsten Baum und wart, da kommt... Ja. Ja. Ist doch nett, oder? Ich kümmere mich wenigstens drum, dass sowas ausgeführt wird. Ein anderer hätte es jetzt einfach nur gesagt, schon nicht ausgeführt. Ich bin ja keine Maulhure. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich will nicht, 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 ich will nicht. Bitte nicht. Bitte nicht irgendein Freak oder Psycho, der jetzt rausgestürmt kommt, bitte. Ah, da ist noch so ein Sammelbild. Schön. Oh, was das für ein edler Herr ist. Jakub Niewarowski. Ein Electronics Vendor. Alles klar. Ready for Disposal. Sieht ach sehr bezaubernd aus, der Gentleman. Und hier? Kommen wir hier durch? Das ist doch Service, oder? Von wegen, geht zum nächsten Baum. Das ist wie wenn du zum Schalter in der Bahn gehst und die leiten dich weiter. Wo dann die eigentliche Action stattfindet. Ach du Scheiße, ist das die Kitchen gewesen, die auch gezeigt wird? Auf dem Plan. Oh ja, also hier hätte ich auch unglaublich gern mit einer anderen super sympathische Mieter zu Ofen essen. Und gemeinsam mit denen noch kochen. Das macht bestimmt tierisch Spaß. Ach du Scheiße. Oh nee. Hier ist nichts zum Scanner, irgendwas Organisches. Gibt's bestimmt genug Organisches. Drück die Knöpfe. Dafür, dass die Kommentare Zeit zum Laden brauchen,
passt das, was du sagst, irgendwie immer auf die Situation. Ein bisschen gruselig. Ich glaube, sie hat sich mit meinem Kopf synchronisiert oder sowas in der Art. Was ist dann das Schickes? Bist denn du für ein Feiner? Funkgerät, Spezialanfertigung. Sprunghafte Wellenlänge, Quelle kann nicht zurückverfolgt werden. Okay. Mhm. Okay, hier hat man für sehr romantische Kronleuchter. Was ist denn jetzt? Was war denn das? Ja, ein Uff. Liegt es eventuell daran, dass ich mal von einem Synchronize zu viel reingepfiffen hab? So, ich bin da mal was essen. Ja gut, aber den ich mir jetzt gerade mal esse, eine Etage tiefer gerutscht in die Gamer-Windel. Oh. Was gibt's denn hier für ein guter Schleim? Drück die Knöpfe. Ja, ja, ja. Bin ich an der Playstation oder im Bett? Was haben wir dann hier noch? Hol doch dein Essen her. Ja, und wenn sie dann erschrickt, dann versaut sie sich damit. Pierogi. Piroggen oder Piroggen oder wie das heißt, ne? Auf Deutsch, glaube ich. Piroggen hieß es, glaube ich, auf Deutsch, das Zeug. Und hier drin ist nix, okay. Oh je, oh je, oh je, oh je. Nee, gezwungene Familieninteraktion. Ja, das ist sowas, was man bei uns zu Hause abgeschafft hat. Jeder isst dort, wo er essen mag. Ich habe auch am PC gegessen. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, es hat geschmeckt, Kai. Was gab's dann Gutes? Da du Metzger bist, würde ich sowieso bei dir jeden Tag essen von einem guten Fleisch, was du hast. Oh, vor allem die Blutwurst, die du mal auf die Taverne mitgenommen hast. Alter, war die lecker. Ich liebe hier so gut die Blutwurst. Oh, da ist noch so ein sympathischer Gesell. Jerotsjew Jetzrezwewski. Alles klar. Jopp, war gut. Die Knöpfe. Hör auf mit Knöpfe. Was für Knöpfe? Aber hallo. Salvage Management Technician. Mhm. Left Arm never found. Na klasse. Recommend further examination. Du stehst doch davor. Ach so. Für welche Knöpfe? Game Logik. Verdammt, ich kann die Tür nicht öffnen. Ein Briefkasten steht davor. Genau. Okay, lecker, Piroggen. Git. Und das da, nochmal. Hier so ein schwarzer Dünnpfiff. Na. Und jetzt? So ein gelber Dünnpfiff. Was kommt als nächstes? Wir haben nur Auswahl aus gelbem und schwarzem Dünnpfiff. Rote Dünnpfiff gibt's auch noch. Leckeres Golonka. Aber hier ist es nicht mehr zu sehr. Boah, ich glaube, Eva ist mal noch ein bisschen was Etage höher gerutscht bei dem Zeug. Die Knöpfe. Die lecker Piroggenknöpfe. So, nochmal. Ein schwarzer Dünnpfiff. Das mag ich am liebsten. Die gute Schabovi. Sieht genauso aus wie auf dem Bild. Drück endlich die Knöpfe. Wasserknöpfe. Drück dir die ganze diese Ekelknöpfe hier. Vielleicht mache ich es auch einfach nicht, um euch zu ärgern. Was für Knöpfe auch immer ihr meint. Okay. Oh, scheiße, ich will nicht. Ich will nicht. Ich ärgere euch und okay, einfach so Shisha auf dem Tisch. Warum auch nicht? Ich ärgere euch und nur dafür lacht ihr euch wahrscheinlich später der Arsch ab, wenn ich so am Verrecke bin vor lauter Schiss. Ich kann es noch vollziehen, wenn dem so wäre. Oh Mann, oh Mann. Ja. Nachdem der jetzt hier so einen Zitteranfall kriegt hat, will ich doch eigentlich nicht unbedingt weitergehen hier in dem Bereich. Chiron ist das Problem, nicht die Lösung. Mit lecker Urinstein. Kann man da rein? Warum ich? Ach man, ich mag nicht.
Warum kann man die nicht anstellen, die Dusche? Da kommt wahrscheinlich nur Kalkwasser oder sowas raus. Können wir wenigstens den Klo-Knopf drücken? Nee, das geht nicht. Können wir uns wenigstens an dem Ding aufhängen oder so? Nee, das geht leider auch nicht. Scheiße, jetzt speichert es auch wieder. Na gut. Oh, das sieht auch sehr, sehr, sehr edel aus. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Was haben wir hier noch Guts? Aber ich finde das so geil, diese Lichtanimation, wo dieser Rauch hier noch richtig dick im Gebäude steht anscheinend. Ist schon sehr geil gemacht, wirklich. Also das gefällt mir tierisch gut. Ich gucke mich jetzt nochmal hier einfach um. Das war das Ding, was ich eh schon gefunden habe. Hi Abaddon! Grüß dich! Freut mich, dass du sie hergepackt hast. Und ich hoffe, dir gefällt's hier. Ach, wenn ich derzeit etwas schisserig unterwegs bin und ziemlich Schiss hab wegen dem, was da folgt. Ach, das ist wieder so ein Ding, was der Amir getragen hat. Okay. Ansonsten dürfte hier nichts anderes mehr sein. Das war was Biologisches. Das ist für die ganzen Junkies, die das Zeug brauchen, um sich am Leben zu erhalten. Irgendwie. Naja, nennen wir es mal Leber, was die Leute da hin. Ach was, das schaffst du schon. Dankeschön, danke dir. Ich kann dringend Leute gebrauchen, die mich jetzt mal ein bisschen anfeuern und nicht nur in your face. Okay, ansonsten haben wir jetzt hier nichts anderes mal. Schön, dass du es hergeschafft hast, wirklich. Wie bist du denn dann auf meinen Livestream aufmerksam geworden? Das würde mich mal interessieren. Das tät mich interessieren. Oh, okay, gruseliger enger Gang. Das macht jetzt ganz besonders viel. Was gibt's denn da Gutes? Z-Prod, das sieht ein bisschen wie Katzefutter aus. Bäh. Pfui Teufel. Über Facebook, tatsächlich. Ja, cool. Das ist ja cool. Dabei ist dieser PlayStation 4 Stream leider nicht in YouTube online stellbar, sondern sobald ich den Stream starte, erscheint er auf YouTube. Yankee, Yankee, Jenny, vor allem, go, du packst das, zeig dem Spiel, wo der Hammer hängt, genug motiviert. Wir kennen uns, ach tatsächlich, wir kennen uns. Esko? Bist du's? Könnte das sein? Guter Esko? Ach die Scheiße, ach die Scheiße. Will ich das? Okay, hier gibt es anscheinend nichts Spannendes mehr für uns. Biologische Sicht ist hier auch nicht mehr von Interesse. Nee, also mit der biologischen Sicht kommen wir hier auch nicht großartig weiter. Da gewinnen wir kein Land. Das ist eins von diesen Beleuchternippeln. Ich sag nur Muschelsuppe. Ah, okay, Muschelsuppe. Alles klar. Ja, der gute Kanonier. Der gute Kanonier. Alles klar. Das freut mich doch, dass du es hierher gepackt hast. Perfekt. Perfekt. Okay, also hier gibt es jetzt anscheinend nichts weiter zu erkunden. Hier im Scheißhaus sitzt der Teufel drin. Das sollte man dann weiter behelligen. Mit unserer Sicht kommen wir hier nicht großartig weiter. Synchronisieren können wir uns hier mit nichts. Das Funkgerät können wir uns aber nochmal angucken. Aber ich bezweifle, dass uns das irgendwas bringen wird. Und er sagt ja auch von sich aus nicht ei. Von daher, nö, das ist wohl nix. Okay. Scheiße. Irgendwie befürchte ich echt immer, dass irgend so ein Spinner um die Ecke gesprungen kommt. Okay. Dann haben wir das jetzt auch nochmal. Genau, die Küche. Küche haben wir uns jetzt angeguckt. 210 ist schon ein ziemlich großes Apartment. Also da muss hier wirklich ihre Gnaden drin leben in dem Apartment. Mach auf, hochwohlgeboren. Und immer diese Geräusche, die ich so höre, das klingt immer, als würde irgendjemand über den Gang huschen. Und als würde jemand dann irgendwo Tür zuschlagen. Das ist schon gruselig irgendwie. Und wieder wird ein Spinner zum Gewinner, genau. Ja, leider habe ich keinen Elefant gewonnen hier dabei. Aber ich glaube, jetzt dürfte ich eigentlich auch so ziemlich alles hier erkundet haben. Da war der Drogenboxer. Die Quest haben wir beendet. Da war der andere Hansel. Oder nee, da hat sich erst gar keiner gemeldet. Sexbot hatten wir auch schon. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht.
Nee, hier waren wir noch nicht. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh je, da hat jemand ach wirklich das Scheißhaus zerrobbt. Also herzlichen Glückwunsch. Was der geschissen hat, will ich gar nicht sehen. Das ist wahrscheinlich weggekrochen und hat laut Papa, gib mir Beine geschrien. Ich hasse es, wenn schleimige Geräusche kommen. Hotel Dieu, Kapselfächer, himmlischer Trost für die ganze Familie. Sowas gibt es ja auch in Tokio. Diese Kapselfächer, wo man sich reinlegen kann zum Schlafen, so Kapselhotels. Auf der Endesseite unglaublich geil, wenn man wirklich nur einmal kurz irgendwo knacken mag und nicht genug Kohle für ein normales Hotelzimmer hat. Auf der anderen Seite doch irgendwie auch etwas degradierend für einen Mensch. Ja, das hat die Schüssel gesprengt, aber hallo, dort weil jemand die Muschelsuppe gegessen, ne? Arbeitet die eigentlich immer noch dran, dass ihr das Zeug in grüner Schleimform irgendwo bastelt? Das würde mich ja echt interessieren. Ah je, da ist wieder dieser Milch. Nennen wir es mal Milch. Oh, da hat noch jemand so ein schönes Sticker hier geklebt. Okay. Wohnt hier ein Kind? Okay, ich kann hier nicht klingeln. Oh, scheiße. Okay. Hallo? Scheiß Taube! Scheiß Taube! Verdammte Ratte der Lüfter! Mistvieh! Blödes Mistvieh! Wegen so einem Scheiß erschrecke ich mich dann. Nee. Du kriegst das Kotze. Du kriegst doch echt das Kotze und die Käsegichter. Okay, irgendwo arbeitet noch was Mechanisches. Ich habe das Fläschchen noch, tatsächlich. Das ist schön. Das ist schön. Alter, irgendwas knallt hier permanent gegen irgendwas anderes. Ach ja, genau, das hier. Ach du Scheiße, will ich du hier? Wetten mal, der geht auf. Natürlich. Die gruselige Tür geht natürlich auf. Hallo? KPD. I need to ask you some questions. Erinnert mich an die Raben am Anfang von Resident Evil 7. Ja, schon so ein bisschen. Irgendwas Verdächtiges. Say that. You noticed anything? Aber diese scheiß Taube hat mich jetzt richtig verschreckt. That 205 is up to no good, I can tell you that much. Schön, dass ich die 104 im Rückgrat habe. He's causing trouble. Is he ever? Though I wouldn't call him lieutenant, he just shows up once in a while. I even called you people, but nothing's been done. Okay. Shows how you treat your senior citizens. Kein Mieter. You're saying he's not a tenant? He shows up now and then, doesn't he? Yes. Sometimes late at night, someone comes. A man in a trench coat. You called the police. Calm down. Take it easy. Und wir müssen es natürlich ermitteln. Na toll. It's that 205 guy. I'm telling you something very strange is going Das on. macht mir gerade so richtig Mut. He comes in every once in a while hauling this huge briefcase. I saw him go down into the basement once. Not that I was following him or anything. Oh, an dem gruselige Killer da ohne die ich aber auch mal weg nicht wäsche. I'll look into it. If I can. Well, good. You should be out there doing your job. Oh je. That's right. That's what we're here for. We take care of the wackos, the uppers, the downers, the stray cats, the lost elderly, the poverty-driven, the insane. Jetzt wird aber gerade so richtig triefend vor Sarkasmus. Der alte Danny Boy. Plus the suicidal. The top dogs we never found. Gun traffickers, rush hour, the mean, the cruel, and the ugly, the stoners, the rapists, the boners, the crackheads, the gangs, the homeless children. And you, man. Oh. Ja, das war klar, dass die Trophäe mir antwortet. Trophäe erhalten, KPD, öffnen Sie die Tür. Neugierige Nachbarn haben wir hier noch einen Fall. Okay. Da suchen Sie den Tatort. Neugierige Nachbar. Durchsuche Wohnung 205. In diesem Bezirk bekommt man nicht oft eine verstärkte Tür zu Gesicht. Diese hatte wohl eine Fehlfunktion. Einen Blick zu riskieren, könnte sich auszahlen. Ja, für wen? Für euch Zuschauer, oder was? Ich gucke mich jetzt trotzdem erst mal auf dem Gebiet hier um. Alter, da macht man doch auch gern seine Wäsche, wo man einfach mit dem Vorschlaghammer durch das Backsteingebäude einen Durchgang geprügelt hat.
Ich könnte noch so ein bisschen Synchro sein, Scheißdreckgebraucher. We back. WB Syldraka. Oh, das ist aber auch so ein Schönling hier. Das sieht ein bisschen aus wie der Comedian Michael irgendwas, der auch bei Switch mit dabei ist. Wie fandest du die Knöpfe? Was für Knöpfe? Ich habe doch nur dieses eklige Zeug bedient. Diese ekelhafte Brei-Sache in der Küche. Ich habe nie andere Knöpfe gesehen. Okay, da ist keiner dran. Na toll, jetzt muss ich mal wirklich zu 205. Oh mein Gott, Fabi. Ja, es ist da. Ach du Scheiße. Ja, genau das meine ich doch. Ja, es war sehr köstlich. Oh, ist das ein ätzendes Geräusch. Jetzt machen wir die Scheiße jetzt zu. Und... Okay. Dort hat jemand ein bisschen Blut gespuckt, ein bisschen Blütchen geküstelt. Dort aber wenigstens jemand Ordner geführt. Non-Tormo, alles klar, die sind zwar ein bisschen Nonsens und es ist nichts drin. Okay, na gut. Nehme ich wieder zurück den Kommentar mit Ordner geführt. Oh, ist das ein ätzendes Geräusch. Ach du liebe Zeit, das ist ein Meth-Labor oder sowas, ne? Oh mein Gott, Victoria! Jetzt fehlt nur noch, dass er so in Zeitlupe aufeinander zugerannt kommt. Oh je, oh je, oh je. Also hier gibt es nichts Mechanisches anscheinend, aber biologisch bestimmt sehr viel tolle Sache zu entdecken. Tatsächlich nicht? Okay. Er will das biologisch echt nicht checken, was hier Tolles ist? Wenn gewöhnliche Reinigungsprodukte nicht mehr ausreichen, wenn sie absolute Reinheit und Frische brauchen, Universallack für Körper und Heimgeräte. Ja. Welche Drogen willst du? Die will ich auch. Nimmst du natürlich. Die will ich auch. Ach du Scheiße. Also das sieht eher aus, als hätte hier jemand ernsthafte Verdauungsprobleme und da hilft auch der Chipotle AD mehr. Wer will noch jemand anderes Namen schreien? Ja. Ich bin nicht gerade in der Stimmung, andere Namen zu schreien. Falsche Situation, falsche Umgebung. Synchro sein, Fabi. Synchro sein. Ja, falsche Umgebung für sowas. Ich fühle mich gerade nicht noch Name schreie irgendwie. Yankee. Das ist vor allem auch mein richtiger Name. Ich wurde so getauft vor 29 Jahren. Also es ist schon mein richtiger Name. Okay, wie geht das? Ich kann dir zeigen, wie Synchro sein eingeführt wird. Aber das machen wir erst wieder, wenn ich hier gefährlich unernährt bin. Okay, da ist irgendein Schampel. Bitte lass jetzt nicht irgendwie den Junkie-Koch oder so rausgerannt kommen. Was ist denn das? Leber oder was? Ja, menschliche Leber. Milde Geschwürbildung entdeckt. Wisst, was das heißt? Ovendesser. Liar, liar, pants on fire. Ja, ich bin da mal weg. Bis morgen Abend dann. Viel Spaß noch. Ja, mach's gut, Kai. Danke, dass du es überhaupt hierher gepackt hast. Ein schöner Ofen dir und viel Erfolg, Moje für die Ehret. Du kannst schon auch mit sowas schaffen wie menschlicher Leber. Okay, Glas, aber da ist leider keine Fee drin, wie bei Zelda. Ciao. Ja, okay. Ciao war wahrscheinlich im Kai gewidmet. Und hier ohne ist nichts. Nee. Nee, nix. So. Und wieder zu. Das Blut interessiert ihn wirklich nicht. Für dich immer, danke PS. Naja, ich arbeite mit Tieren. Das macht Spaß, die Arbeit, gell? So geile Blutwurst könntest du mal irgendwie mitbringen. Wenn das geht, kannst du gerne mal hier mitnehmen. Ich bezahle das auch gern. Also, auf die Blutwurst, die war der Hammer. War das mit den echten Namen ernst gemeint? Ja, natürlich. Ich heiße natürlich in echt Yankee. Aber insofern kann ich zumindest berichtigen, Yankee ist tatsächlich aus Vor- und Nachname von meinem richtigen Namen zusammengesetzt. Okay, was ist ein guter Kühlschrank? Nein, ist es nicht. Ich guck mal, bevor du anfängst zu sabbern. Oh ja. Entschuldigung. Aber nie diese Blutwurst, die waren der Hammer. Und ich lieb gut die getrocknete Blutwurst. Das ist der Hammer.
Jens! Genau. Ja, tatsächlich. Jens stimmt zumindest mal. Aber mit Je ist sowieso nicht, oder Jen ist sowieso nicht so viel zu machen, ne? Ein männlicher Name? Alle, die mit Jen oder mit Je anfangen, ne? Ich weiß ja nicht. Jessie Bert. Und was haben wir hier noch? Luxus-Proteinpasten, maximale Kalorien, dezenter Geschmack, Preis 25 Credits. Ich hoffe, das kommt nie in der Zukunft wirklich auf. Ja, jenseits vor allem. In so viele Spiele ist tatsächlich die Währungseinheit in der Zukunft Credits. Ich hoffe, es kommt nie im Leben wirklich dazu, zu meiner Lebzeiten, dass noch mit Credits bezahlt wird. Also dann kriege ich echt die Krise. Okay, jetzt gucken wir mal nochmal hier ein bisschen mechanisch rein. Da ist nix. Bei mir steht übrigens auch mein Echtname drin. Echt? Sko. Mit Sko kann ich jetzt nichts anfangen. Also wenn es mit Sko anfängt. Scornybert. Plien. Orb. Nee, mir würde das jetzt so spontan nicht einfallen, was du tatsächlich drin steckt. Und Hallöle. Hier ist Officer Friendly. Ih, hat die du hast hier tatsächlich Hautleinwände gemacht, oder? Erinnert mich an diese kranke Sau aus Baldur's Gate 2. Reject der Häuter, der Lederrüstungen aus Menschenhaut fertigt. Ich tippe auf Florian oder Fabian. Scorpion, ja, echt? Ich bin hier mit meinem echten Namen angemeldet. TKA, warum genau? Ja, falls du die Leute nervst, können sie dich natürlich googeln. Dasselbe Problem hatte Kaio auch gemacht, dass der mit seinem richtigen Namen drin ist. Sollte man dann sich tatsächlich ein Synonym suchen, ist sinnvoller. Nur ein Teil vom Echtnamen und ja, das Lien. Können wir jetzt ein munteres Namenraten spielen? Finde ich eigentlich auch ganz schön so zur Abwechslung. Lass mich roter. Soylent Green ist Menschenfleisch. Und, was sagst du? Menschliche Haut, war klar. Warnung, leichte Entzündung entdeckt. Ich glaube, das ist unser geringstes Problem, dass da leicht die Entzündung drauf liegt. Wie sieht's da mit dem Kamerad hier aus? Okay. Ja, können wir das nicht auch untersuchen? Oder ist das alles vom selber Individuum? Leichte Entzündung entdeckt, ja, das scheint dasselbe edle Kamerad gewesen zu sein. Und ach, der hat, also da scheint jemand Leute gern so heute die leichte Entzündung hin. Vielleicht kann man damit ja irgendeinen Scheiß verdienen, man weiß es ja nicht. In der Welt, keine Ahnung, was dir das bringt, Menschenhaut. Aber es gibt noch keine perverse Drecksau, mit der ich mich hier synchronisieren kann. Also sorry, aber was Besseres als perverse Drecksau fällt mir doch gerade echt nicht ein. Hier stehen auch überall diese Glasballons. Weißt du, Teufel, was da drin ist? Weißt du, Teufel, was hier drin ist im Kühlschrank? Guterle. War wohl vom Beruf Hautarzt, genau. Was ist das Leckeres? Eingepacktes? Menschliches Herz. Leichte Arrhythmie entdeckt. Aber ansonsten ist es stabil. Und da unten war doch auch noch irgend so was Köstliches. Ach so, Herzl, ne? Menschliche Leber, okay. Lecker Schmecker. Erinnert mich gerade an das Parfüm. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen erinnert es schon ans Parfüm, wobei es dem ja eigentlich darum ging, den ganzen Geruch zu absorbieren. Das war für mich so dermaßen komisch, das Buch zu lesen, ohne Witze, liebe Leute. Ich habe das Buch ja gern gelesen, fand es großartig, aber da ich nur selber 12% Geruchssinn habe, ist es für mich alles nicht vorstellbar gewesen. Trotz allem fand ich es grandios geschrieben. Nochmal einen Schluck Wasser. Darf nicht zu kurz kommen, sonst sterzelt wirklich der Hals aus. Oh, was ist denn da? Da scheint wohl jemand Hobbykloner zu sein. Da ist noch so ein Nanofagen. Scheiße. Nanophage and I. Habt ihr das jetzt gesehen, wie das aussieht?
Seht euch mal das gruselige Kind rein. Jetzt hat's weniger und kriegt überall so Pest oder so Lepradupser und das linke Ohr kriegt schon ein Loch. Alter Falter. Und die Haare fallen so Gollum-mäßig aus. Ich musste das in Deutsch lesen und dachte mir nur Slanesh-Kultist. Ja, tatsächlich habe ich das auch im Deutsch-LK in der 11. Klasse gelesen. Das Parfüm. War bei uns auch Pflicht. Okay, das wird echt immer gruseliger hier drin. Und dieses Mama. Anna. Kotz, ich hoffe, ich begegne dem Kind niemals. Jetzt gucken wir uns den Schampel noch an. Was bist denn du für ein Feiner? Einfach nur Biomasse. Zusammensetzung Wasser, Fett, Protein, Kollagen, Hydroxylapatid. Aha. Spuren menschlicher DNA entdeckt, mehrere genetische Defekte entdeckt. Aber deswegen durfte ich ein Referat über Warhammer halten, wo keiner durchgeblickt hat. Sehr, sehr geil. Ach, ich habe den Tipp total übersehen. Wegen Florian noch Fabian. Stimmt. Jesus, ja. Genau, ich heiße Jesus eigentlich. Igitt. Ach, die Klumpenkumpel. Ja, echt mal. Ja, das ist sein hässlicher Zwilling dazu. Das werden bestimmt ganz schöne. Die werden bestimmt als Models kalter. Und weiter kandelt. Jetzt gehen wir hier noch durch hier. Mails. Das Ding. Das ist immer toll, wenn eine E-Mail mit das Ding betitelt ist. Das Ding, von dem wir gesprochen haben, ist es fertig? Und erzählen mir nichts von wegen, wenn es soweit ist, oder sie wachsen nicht auf Bäumen. Dein Leben steht ja nicht auf dem Spiel. Meine Bekannten haben sich sehr löblich über dich geäußert, aber bislang bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Vielleicht sollte ich dich daran erinnern, dass du nur bezahlt wirst, wenn es noch jemanden gibt, der dich bezahlen kann. Antwort: Danke. Doktor, Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Ehrlich, ohne Sie würde mein Junge heute nicht laufen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt am Leben wäre. Sie haben wirklich etwas bewirkt. Ich bin Ihnen dafür ewig dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Martha. Ich habe doch gesagt, dass Sie mir nicht schreiben sollen, wenn unsere Angelegenheit erledigt ist. Und benutzen Sie um Himmels Willen nicht Ihr öffentliches Konto. Ich freue mich, dass Sie mit meinem Produkt zufrieden sind. Jetzt löschen Sie diese Nachricht und melden sich nie wieder bei mir. Andere benötigen meine Dienste, also nehmen Sie etwas Rücksicht. Der Anfangsbuchstabe von Jesus stimmt aber. Ja genau, ich heiße Jesus Kimmel eigentlich, ne? Jesus Skimmel dann, ne? Ach du Scheiße. Ja, natürlich, es tut mir leid, ich hab mich hinreißen lassen. Nicht die Blase, nicht die Leber. Meine Schuld, reich. Wie meinen Sie, es tut Ihnen leid? Wir sind keine Autohandlung. Sie können nicht einfach Ihre Meinung ändern. Himmel, ich besorge Ihnen die beschissene Leber, aber Sie bezahlen für beide. Ich melde mich mit einem Datum. Alter, kein Stress. Ich weiß, wie es läuft. Alles im grünen Bereich. Wo ist meine Haut? Der scheint ja auch wirklich nur sehr edle Patienten genommen zu haben, weil bei der Haut haben wir leichte Entzündung festgestellt. Bei der Herzen hat man leicht die Arrhythmie festgestellt. Und auch bei dieser Biomasse ist irgendwas nicht so richtig. Also, der scheint sich auch nicht so die gesündeste Leute genommen zu haben. Wir hatten eine Abmachung. Wo ist meine Haut? Ich kann doch nicht so rumlaufen. Ich habe gesagt, ich überweise das Geld bis Ende des Monats. Aber ich brauche die Transplantation jetzt. Meine Karriere hängt davon ab. Bitte, ich flehe Sie an. Nee, meine mich. Achso, J. Lien. Also jetzt ist wohl klar. Ja, natürlich. Antwort BBC. Also ich will natürlich schwarz. Etwa 30 cm klingt gut. Umfang weiß ich nicht. Manche behaupten, das wäre auch wichtig. Was meinst du? Oder wollt ihr jemanden Penis von einem Afrikaner haben? Das ist kein Salatbuffet. Du kannst dir hier nicht einfach die passende raussuchen. Du kriegst, was ich züchte. Und ja, der Umfang ist auch wichtig. In Ordnung, Kumpel. Keine Aufregung. Sorg nur dafür, dass er funktioniert. Okay. Antwort: Komplikationen. Julian. Yay, langsames Internet. Dauert Stunden, bis irgendwas lädt. Yay, aber auf Englisch. Julian. So. Antwort: Komplikation. Tamara, ich weiß, du wartest schon lange, aber du musst dich noch etwas gedulden. Ich hatte einige
Komplikationen während des Transports und das Produkt wurde beschädigt. Ich besorge einen Ersatz, aber das wird etwas dauern. Bitte hab Geduld. Entschuldige die Unannehmlichkeiten. Deswegen wundert mich ja so, dass deine Kombis immer so gut passen. Ja. Was meinst du mit Komplikationen? Ich verstehe das nicht. Du hast gesagt, du hättest das Herz nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Tu mir das nicht an, Tamara. Ich glaube, was ihr nicht seht, ist, dass Syldraka und ich hier eigentlich über meinen Haarzopf synchronisiert sind. Das heißt, ihr wisst, was hier vorgeht. Oder 10 Chexe, ja. Das mag vielleicht auch mitspielen. Ich fand meins lyrischer und schöner. Antwort Produkt. Ich habe deine E-Mail von unserem gemeinsamen Freund erhalten. Ich habe gute Dinge über dich gehört. Es geht um Folgendes. Ich brauche ein Herz. So schnell wie möglich. Ich weiß, dein Preis ist 15.000. Ich zahle dir 150.000. Bitte was? Ja, du hast richtig gelesen. Besorg mir einfach das Herz. Ich weiß nicht, was du dafür tun musst. Ich will es auch nicht wissen. Ich brauche nur das Herz. Das Leben eines kleinen Mädchens hängt davon ab. Ich hoffe, bald von dir zu hören. Alter. Ich denke, wir kommen ins Geschäft. Ich brauche die Patientenakten. Dann treffe ich die Vorbereitung. Unser gemeinsamer Bekannter bürgt für dich. Also weiß ich, die Bezahlung stimmt. Du hast die Kontonummer. Das sind fantastische Neuigkeiten. Ich habe dir die Dateien verschlüsselt zusenden lassen. Ich warte auf weiteres von dir. Lass mich nicht zu lange warten. Du war aber jemand wirklich erpicht. Keine Dokumente. Okay. Suchanfrage, Behandlung von Druckstellen bei Chiron Search. Druckstellen, ein medizinischer Überblick. Druckstellen entstehen durch Druck auf Weichgewebe, der die Durchblutung behindert. Sie treten meist in Patienten mit sitzendem Lebensstil oder Lähmungen auf. Bei Nichtbehandlung... Druckstellen, Wundliegen, Behandlung. Der erste Behandlungsschritt ist das Entfernen des nekrotischen Gewebes. Das ist unerlässlich, da diese Bereiche Nährboden für Bakterien sind, die wiederum die Heilung behindern können. Die Maden-Deprimент-Therapie ist... Pflege von Druckstellen. Nicht behandelte Druckstellen können zu anderen Leiden führen, wie Knochenentzündung, Sepsis oder gar Wundbrand. In manchen Fällen können Komplikationen von Druckgeschwüren lebensbedrohlich werden, Vermeidung von Druckstellen. Patienten, die an Druckstellen leiden, müssen regelmäßig umgelagert werden, um eine angemessene Durchblutung wiederherzustellen. Wenn die Symptome anhalten, sollten eine desinfizierende Schaumkompresse angelegt werden, um zu vermeiden... Wundliegen, einfache Behandlungslösungen. Bei Patienten mit einem funktionstüchtigen Immunsystem ist ein chirurgisches Debridement normalerweise nicht notwendig. Allerdings ist es der schnellste Weg, abgestorbenes Gewebe zu entfernen und die Wunden... Das hört immer an der schönsten Stelle auf. Druckgeschwüre in der postoperativen Rehabilitation. Während der Genesung entwickeln postoperative Patienten oft Druckstellen zu einem gewissen Grad, wenn ihr Zustand ein regelmäßiges Wechseln der Position unmöglich macht. Während der Geschwüre der Stufe 1 und 2 oft... Hey, ich wollte die schöne Sache haben. Mann, gleich kommt's. Hör auf. Jetzt kommt erstmal mit Feuer und Schwert. Spinnen. Ui, okay. So. Oh, ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass irgendwann so ein Jumpscare einfach aus dem Bildschirm rausspringen könnte, wenn ich das mache. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Ach du Scheiße. Okay, jetzt wird's anspruchsvoll. Erstmal den. Schwert haben wir wieder. Okay, die werden getriggert. Oh, das ist irgend so Königsspinne anscheinend. Warte mal, halte mal die Gaula. Jetzt kann ich wenigstens so lang. Okay, die geht nur auf Sichtkontakt hier. Revenge of the Spinnenklumpen, genau. So, jetzt machen wir das so. Mir nur Schwert. Darf ich nicht vergessen. Das lassen wir jetzt erstmal sein. Gehen von dort aus. So. Trigger mal das Mistgetier. Können wir das nämlich mitnehmen. Da können wir den Klumpen nämlich auch mitnehmen. So. Dann hole ich mal da. Moment, das kriege ich trotzdem noch hier. Ja, okay, passt soweit. So, jetzt habe ich so eine richtig ordentliche Spinneklumpe.
Ups. Okay, dann bleibt... Ah, Mist. Nee, das passt nicht. Zurück zum Hauptmenü noch einmal. Das war gar nicht mal so schlecht. Das kriege ich auch nochmal hier. Moment. Zack, der ist zum Schluss den ich killen muss. Und der killt nur die Spinne hier. Richtig krasse Techno-Mucke, ja genau. Das ist auch das modernste Let's Play von mir hier im Kanal. Auf jeden Fall. So, dann hier. Man muss seine Leute auch was bieten können, ne? Zum geiler Spiel hier. So. Nur die neueste Technik für euch. Dann war das hier. Dann nicht hier rum. Dann nehmen wir den ganze Batze hier mit. So, zack, zack, zack. Zack. Und tschüss. Gepackt. Okay, sehr schön. Alles gepackt soweit. Das war jetzt wieder etwas einfacher. Ja, genau. Im Inception Let's Play, richtig. Okay, dann haben wir den Schampel jetzt auch erledigt. Ich hoffe nur, der Spinnerarzt kommt jetzt nicht arg gerannt. Da fehlt ein Leerzeichen. Ja, passt schon. Im Inception. Nee, Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Haben wir jetzt irgendwas? Durchsuche Wohnung 205. Okay, wir sollten weiter gucken. Ob sich hier noch irgendwas anderes findet als die köstliche Biomasse. Ich finde dieses Synchro-Sign eigentlich ganz geil, wenn man hier noch irgendwas finden könnte in der Art. Ich habe schon lange kein Synchro-Sign mehr gefunden. Ich glaube, hier zahlt sich der organische Blick schon ein bisschen mehr aus. Es fängt nämlich schon an zu fusseln, die Sicht. Boah, ich habe irgendwie das dumme Gefühl, sobald ich mich hier aus der Wohnung bewege will, kommt der Psychoarzt arg stolpert. Das habe ich ja alles schon, ne? Menschliche Leber, menschliches Herz. Die waren alle mit leichter Schäde behaftet, die Dinger. Also die beste Ware liefert der Knabe auf jeden Fall nicht. Gucken wir uns das jetzt nochmal an. Zack, hier ist nichts mehr. Ich glaube, hier dürfte ich alles soweit gefunden haben. Ah, da ist noch eine Leitung, die ich überprüfen kann. Okay. Moment, kann ich die Leitung überhaupt überprüfen? Müsste ich doch, oder? Ja. Den Psychoarzt will ich mal sehen. Ja, der ist bestimmt ein ganz reizender Gesell. Ah. Ach, jetzt habe ich diese eklige Maschine in Gang gesetzt. Okay. Glaube ich zumindest. Oder? Irgendwas habe ich auf jeden Fall gemacht. Und die Kabel gehen zu dem Ding hier. Okay. Moment. Hier. Okay, da können wir noch was aufmachen. Ah, Fallprotokoll aktualisiert. Da gibt es köstliche Bilder. Zum Beispiel von solche lustige Äuglis, die mit Löffel rausgeholt werden. Ganz professionell. 7441. Okay. Was ist das Köstliches? Irgendeine schöne Naht. Ohne irgendeine Bezeichnung. Okay. Und das ist, keine Ahnung, was war denn das überhaupt? Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, was das sein soll. Spygnomanometer, was irgendwo an einen Körper gesetzt ist. Und das ist einfach nur irgendein Affront gegen die Natur anscheinend. Okay. Jetzt haben wir unseren Fallprotokoll aktualisiert. Das Kellerabteil des Organdealers. Okay. Der Kerl aus 205 ist eindeutig in ein paar zwielichtige Aktivitäten verwickelt. Ich habe einen Code gefunden. 7441. Wahrscheinlich hat er ein Kellerabteil. Aber welches? Okay, sehr schön. Also in den Keller geht's weiter mit der Quest. Natürlich im gruselige Keller. Und nirgendwo ist Synchronize. Das ist schon etwas bitter. Dann brauche ich den nächsten Schuss wieder.
eigentlich dürfte ich noch ein bisschen aushalten. So, gerade mal gucken. Ich habe nur 2 Likes für den Stream. Das geht besser, ihr liebe Leute. Das geht besser. 6 Zuschauer und nur 2 Likes. Das geht besser. Aber ganz kurz mal. Kurzes Zwischenresümee. Okay. Ach, du hat sich noch nichts verändert. Okay, gut. Nach wie vor 98 Abonnenten und 2 Likes für den Stream. Das geht besser, das könnt ihr besser, das weiß ich doch. Oh, da ist noch eine Card von einer Person. Eine Barbara Niklas, oder was? Niklas. Citizen C. Und ein Flora-Ingenieur. Mhm. Okay. Ach ja, Quatsch, da bin ich hergekommen. Blöd, Mann. Okay. Oh ja, der Keller. Wie sie sich schon freht. Wie sie sich schon so diebisch freht. Ah, Mann. Und du wunderst dich, warum ich dich an irgendeinem Baum aufhängen will? Ganz ehrlich. Oh Mann, ich sollte mir echt Windeln anziehen. Okay. Tatort am besten so verlassen. Und hier, hier war auch noch ein Bild. Oh, der ist aber lustig. Der ist sympathisch mit seinem Kinnbart. Mariusz Mechtalik. Warum kann ich nicht nur einmal liken? Echt? Warum kann ich... Achso, warum kann ich nur einmal liken? Achso, ja klar. Like beim Video ist der Daumen hoch. Da geht nicht mehr als einmal, das ist klar. Und Abos habe ich jetzt einfach einmal geguckt, ob zwischendurch mal irgendjemand abonniert hat. Wenn man das am PC streamt, dann kann es passieren, dass man so... Also da kann man so einstellen, dass... erscheint, Cell und jener hat dich abonniert. Da ich das aber bei dem PlayStation 4 Livestream nicht einstellen kann, muss ich, oder mag ich einfach mal zwischendrin gucken, ob mich noch einfach irgendjemand abonniert hat, weil es fehlen noch 2 bis zur 100 und das hätte ich eigentlich ganz gern gefeiert, wenn mich irgendjemand jetzt hier abonniert hätte und ich wäre jetzt bei 100 Abonnenten. Du weißt, ich bin nur hier, um dich leiden zu sehen. Dasselbe gilt für dich, wenn du mal irgendwann... Ja, wir wollen uns gegenseitig leiden sehr. Ich glaube, das hält uns irgendwie beide am Leben. Okay, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt müsste ich in den Keller runter für die Nebenquest. Ja, wir haben dich ja lieb, genau. Das weiß ich. Diese Liebe kriege ich ja hier im Stream überdeutlich gezeigt. Nee, es gefällt mir ohne Scheiß. Ihr seid eine Chloribande. Es macht tierisch Spaß, wenn ihr dabei seid, mit euch zu kommentieren. Oder für euch zu kommentieren und mit euch zu sprechen. Das macht mir echt Spaß. Also Stream finde ich echt schon ziemlich geil, muss ich sagen. Mir macht's eine Heide Spaß. So, jetzt gehen wir mal... Oh Gott, die Sicht ist ziemlich am Arsch. Du kriegst mich nicht in deinen Schuppen, vergiss es. Sehen wir mal. So, jetzt petze ich mir erstmal dieses Synchro-Sign rein. Synchronize. Yes, sir. Synchro-Sign tatsächlich, ja. Puh. Geh in den Keller und zeig dem Chat, dass du ein echter Mann purer Männlichkeit bist. Pling. So, das machen wir jetzt mal. Ab in den Keller. Wupp. War ich das? Okay. Okay, nichts passiert. Und danach trinke ich erstmal einen Häse Glühwein mit meiner ledrigen Männerlippe. Okay. Ground Floor. Na dann. Ach, scheiße, will ich das wirklich? Ab mit mir ins Sündenloch, Sündenloch, Sündenloch. Wetten mal, irgendjemand schließt jetzt die D ab oder so einen Scheiß. 7441 war der Code. Hat jetzt wirklich jemand abgeschlossen? Okay. Okay, alles in Ordnung. Der Weg ist noch nicht... Hallo. Mit seiner Knetkopfstimme. Ist da jemand? Ich mag nicht. Ja, die Zigarre nicht vergessen. Ich tät meinem Liebsten jetzt echt in die Artzünder, aber here we go. Soll ich die der eintreten? Und hier ist Johnny. Scheiße, am liebsten tät ich mir jetzt echte Kipp hier Artzünder. Ohne Witz, aber ich rach nicht im Haus. Das geht gar nicht. Dafür gehe ich schon raus. Und noch 1,5 Stunden. Aber mein Stressfaktor ist gerade wieder so hoch. Alter Latz.
Oh, da ist wieder Rosa. You fucking kidding me? Who's doing this? Vielleicht der Arzt, der, ach nee, wobei Rosezüchter ist. Du kennst die Leute nicht, Danny. Oh Mann. Wie ich gerade null Bock hab. Du betonst das falsch. Was betone ich dann falsch? Das durch die Zeitverzögerung muss ich das echt frohe, was ich falsch betone. Und ihr habt ja im Chat immer so gewisse Freiraum. Diese Geräusche sind nicht sehr lebensbejahend. Ach du Scheiße. Hör auf! Boah, wie jetzt kommen irgendwelche abgefreakte Mutante oder so ein Scheiß. Okay. 7441, aber hier kann ich es irgendwie nicht einsetzen, oder? Das Here we go. Ach so, wie soll ich es dann betonen? Here we go. Oder Here we go. Let's go. So in der Art, oder was? Wie Mario. Let's go. Ah, da sind Pausen drin. Here we go. Das klingt dann eher wie so hässliches Raucherhuste-Nieser. Here we go. Oder so Raucherhuste. Here we go. Nee, dem kann ich nichts abgewinnen. Okay, da können wir nicht durch. Ja, wie geht's dann überhaupt hier zum Gruselkeller durch? Hier ist zugeschlossen. Hier ist nirgendwo was zum Eintippen. Exit. Nevermind, genau. Das darf auch nicht so Nevermind, sondern Nevermind. Didum. Ah, da kann ich was eingeben. Hallo. Oh, und du ist über diese Chiron-Applikation. Artikulation. Ach ja. Schmatzt hier irgendwas in der Gegend rum? Ich glaube, der Rudi ist wieder in der Nähe, oder? 7441. Ja, aber ich würde ja gerne hier was eingeben, aber, ne? Warum geht das nicht? Verdammt nochmal. Ich habe doch die passende Sicht und alles. Gib's ein, du Sau. 7441. Mach das schon, du Doofmann. Okay. Alter, die Geräusche. Alter, ich hasse das. Desoxyribonukleinsäure. Desoxyribonukleinsäure. Okay. Ich muss das erstmal so ein bisschen lesen, dass ich es dann mal richtig hinkrieg. Ah, scheiße. Wie beim letzten Mal bei Drekalion, wo du dann zum Schluss so knülle warst, dass du die ganze Zeit diese lange Wörter auf der Fahrt gesagt hast, um zu zeigen, wie überhaupt nicht knülle du bist. Das ist das falsche, das ist die falsche Tür. Wer hätte es gedacht, ja? Wer hätte es gedacht? Und irgendwo spielt die Techno-Mucke hier im Keller. Hallo? Wupp. Hör auf. So Geräusche will ich gar nicht hören. Hab mir heute die ganze Zeit Videos von Lost Places angeguckt. Deshalb finde ich vor allem das Gebäude voll gruselig, ja. Das kann ich nur vollziehen. Lost Places sind ja schon sehr schön. Pentagon Dodekaeder. Ja, Pentagon Dodekaeder. Ach ja. Aber ja, wie gesagt, Lost Places haben ja schon so schöne Ästhetik irgendwie, so Verfallästhetik. Aber das hier, das ist ja einfach nur räudig. Aber welche Tür? Wo muss ich dann durch? Wo muss ich dann hier? Wo kann ich dann meinen tolle Code 7441 eingeben? Bisher habe ich noch nichts gefunden, wo ich das machen könnte. Und andere Keller gibt es ja hier nicht, ne? Wo ich hier könnte. Ne, das ist wieder nur der Schampel. Die können wir uns jetzt auch nochmal angucken, die Rose. Pflanzliche Lebensform, rosa Hybrid. Kritisch bedrohte Art, große Vorsicht geboten. Okay, krass. Rose sind hier schon vom Aussterben bedroht. Ja, krasser Scheiß. Was ist dann? Also, das ist einfach nur dieser Nebel hier. Okay. Alter. 001. Ach so, du musst dich woanders dann vom Keller aus hier. Ich bin einfach im falschen Trakt dafür, glaube ich, ne? Da komme ich auch noch nicht durch. Okay, du musst dich dann irgendwo anders in die Kellerei gehen. Aber wo? Zu irgendwas muss mein langes Wörtervokabular ja nützlich sein. Ja, genau. Ach Gott, wieder dieser Adolf für Arme. Moment.
War das dann nicht beim Hausmeister? Hallo? Kannst du nicht die... Darf ich der aufmachen? Was ist dann so schwer, dort gerade der aufzumachen? Das geht doch. Ah nee, das war ja schon beim Hausmeister. Okay. Das war schon beim Hausmeister. Okay, steht er immer noch dort, der Kerl? Nee, der ist auch on Tour. Toll, da freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf. Der Typ ist irgendwo on Tour. Wie komme ich denn hier noch in den Keller? Komme ich von da aus noch irgendwo in die Kellerei? Nee, das sind nur die normale Dinger hier, die normale Wohnungen. Also da komme ich auf jeden Fall wieder in den Keller, aber von da aus komme ich nicht in den Kellerbereich, den ich will. Das ist das Problem. Also ich würde ja gerne in den Keller gehen, um die Quest weiter zu verfolgen, aber irgendwie will die Quest mich nicht, wie es aussieht. Wenn du dich mit der Quest einlässt, verändert sich nicht die Quest verändert dich. Okay. Also hier komme ich nicht durch. Und dort drüber gibt es noch etwas, wo ich hier könnte, anscheinend. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder raus. Und versuchen von da aus irgendwie nochmal zum Keller zu kommen. Auf eine andere Art. Auf einen anderen Weg. So. Von dem Treppenhaus bin ich hier. Okay, jetzt sind wir wieder dort. Und das wäre... Entschuldigung. Da ging es in der Hauptstory weiter, wenn ich jetzt zum Tätowierladen gehe. Aber... Ah, da geht's doch irgendwo hier. Okay. Tatsächlich. Geht's hier eventuell zum Keller runter? Schauen wir mal. Vielleicht. Wer weiß. Ja. Hier geht's zumindest nur irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob das noch Sidequest ist oder ob das jetzt schon wieder Hauptquest ist. Also Synchro sein wäre jetzt definitiv nicht schlecht. Und da ist noch ein Computer, den ich einschalten kann. Okay. Low Power. Okay. Da sind Pixelkatzer. Okay. Der ist Low on Power. Okay. Heieiei. Da brauche ich ein Stromkabel. Das wird dann wohl das hier sein. Und rein damit. So. Manometer, Entschuldigung, ihr liebe Leute. Okay, er lädt. Der Keller gehört zur Hauptquest. Oh, okay. Okay. Ready. So, jetzt können wir. Service-Konsole. Rauchmelder. Wartungszugang. Okay. Da ist noch gar nichts gemacht. Wartungszugang. Mal aus. Was ein Rätsel. Und die Rauchmelder, die machen wir jetzt einfach mal Ei. So. Mehr gibt's ja hier nicht zu machen, oder? Mehr kann ich an dem Ding ja echt nicht schaffen. Chiron wird von Katzen geleitet. Genau, 1.11. Rauchmelder ein und Wartungszugang machen wir mal aus. Ah. Aktiviert und deaktiviert. Okay. Da machen wir jetzt einfach mal so just for fun. Okay, das ist das Ding, was hier führt. Einfach nur stinknormale Kabel hier. Und... dahin bringt es uns noch wo hier. Aha. Das ist aber zugesperrt. Da komme ich nicht dran. Läuft hier jemand rum? Ich habe es zumindest Knarze gehört. Okay. Ah, das ist nur der Neville. Okay. Ansonsten... aus deren Sicht gibt es nichts Interessantes. Aus biologischer Sicht gibt es hier, glaube ich, auch nichts Interessantes mehr. Okay. Na dann. Mechanische Sicht nochmal. Da können wir anscheinend auch nichts machen an den Monitore. Okay.
Tief durchatmen. Hust. Was? Geh hin statt... was? Nochmal so gucken. Achso, geh ins Tattoo-Studio. Mann, und geh hin statt Totu. Genau. Mann. Lese müssten wir als Könner. Wenn der Verpeilfaktor als nicht wäre, ne? Tinoe hat das übrigens auch sehr gemeistert. Übrigens auch eine sehr, sehr tolle Let's Playerin, kann ich wirklich nur empfehlen. Tinoe ist auch sehr, sehr großartig. Also T-I-N-N-U-E. Die ist definitiv auch eine richtig gute Let's Playerin. Okay, da komme ich zum Hauptzugang von Stockwerk 1. Na gut, dann muss ich halt wohl ins Tattoo-Studio. Wenn du das sagst, dann geht's ja halt noch nicht in den Keller. Offenbar. Da komme ich anscheinend noch nicht hier. Sondern dann sollte ich wirklich in den Keller gehen. Ins Tattoo-Studio gehen. Etwas skeptisch. Mag nicht. Ach, die kenne ich doch aus dem Let's Play Forum. Genau. Tinoe aus dem Let's Play Forum. Die ist absolut großartig. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz sympathisch, ganz liebi. Und die ist auch Pelzerin. Von daher, die kann ich wirklich empfehlen. Die kommentiert zwar nicht auf pelzig, aber sie spricht pelzig. Sehr sympathische Person. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, bei ihr mal reinzugucken, wenn er Bock auf Classic Let's Plays hat. Vor allem so Nintendo-Klassiker spielt die. Das ist großartig bei ihr. Oh, jetzt ist hier off. Okay. Mal reinschauen. Was gibt's dann Gutes im Müll? Nee, kein Ofenessen für uns. Erinnert mich trotzdem daran irgendwie. An was? Ah, das ist noch eine Karte von so einem illustre Gentleman. Ach, so ein C-Klasse Bürger. Ich kann den Namen nicht lesen. Und irgendein wissenschaftlicher Techniker. Nix drin. Okay. Was ist das, du? Ein Funkgerät, oder? Tu, was ich sage, genau. Wieder Spezialabfertigung Funkgerät. Ich glaube, ich hätte jetzt geschrien, wenn einfach hier jemand gestanden hätte. Ah. Ja, wenn du mal als du tätst, was ich dir sag. Aber ich höre in dem Fall mal wirklich auf dich. Wenn es wirklich total hängt. Ah, jetzt ist auch dieser Schutz hier weg, der vorher beim ersten Moldo war. Dieser total merkwürdige Schutz. Ja, in dem Fall höre ich tatsächlich auf dich, weil du hast ja schon mal gesehen, wie es läuft. Und wenn es irgendwo festhängt, dann muss ich wirklich auf dich hören, weil wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann bin ich auf Hinweise angewiesen. Ach du Scheiße, so ein gruseliger Puppenonkel. Oh, was sagen wir? Ups. Da hat ein Blitz ein bisschen gekrischer. Was sagen ihr? Darf ich mir Zigarette-Pause gönnen oder ziehen wir das gnadenlos durch? Ihr entscheidet. Ich mache an der Stelle jetzt mal eine Pause und fülle auch mal bei der Gelegenheit mein Wasser wieder auf. Warum soll ich auf dich hören? Ja, weil ich Lebenserfahrung habe, weil ich es einfach besser weiß als du. Ach ja. Und das mit den Rosen kommt noch. Okay, alles klar. So, jetzt mache ich mir erstmal hier ein bisschen Wasser rein wieder. So, dann habe ich auch wieder neue Ladung. Genau, weil ich älter bin als du, richtig. So, also, ihr entscheidet nach wie vor, darf der arme Yankee Raucher Pause machen oder muss er leiden und weitermachen hier in dem Gruselgedöns? Ah, schön. So, nochmal ganz kurz dann in der Zeit checke. Schnauze. Nix doch Schnauze. Stimmt, das sagen dir die richtigen Leute. Also hör doch auf die Leute. Okay. Noob leider. Ja, das war mir klar, dass du das sagst. Weil bei dir darf ich sowieso nur leiden und bin am Verrecke und mich am Schinde ohne Ende. Das ist ein Argument, wollte ich gerade sagen. Ja, ja.
Wie es aussieht, muss ich weiterspielen. Keiner gönnt mir die Raucherpause. Jens hat recht, immer schön auf mich hören. Ja, ja. Ich rauchen, aber Pause ist okay. Okay, alles klar. Gut, Leute, ich mache mal wirklich eine ganz, ganz kurze Pause. Schalte dementsprechend, ach mal ganz kurz die, ich weiß gar nicht, ob das geht. Na egal. Kamera muss ich nicht abschalten. Bin gleich wieder da. Ich rach fix Annie. Und dann geht's weiter. In so, ja, 5 Minuten geht's weiter auf jeden Fall. Ich bin frei. Ich darf rauchen. Juhu. Für alle, die es im Nachhinein erst gucken als Aufzeichnung, ihr könnt die paar Minuten vorspringen. Das ist kein Thema. So. Jetzt kann es weitergehen. Wie der Popeye mit seinem Spinat ist es bei mir mit der Zigarette. Ah, herrlich. Okay, jetzt kann es weitergehen. Ihr habt einfach nur den Chat fleißig zugespammt, okay. Rein zum gruselige Puppenonkel. Er ist wieder da, ja, ja. Oh, scheiße. Jemand da? Fallprotokoll aktualisiert. Gucken wir da mal rein. Amir Novak ist tot, bla bla bla. Ja, das hatten wir schon. Kellerabteil vom Organdealer, WB. Ja, dankeschön, dankeschön. Und hör auf, Pudel hier reinzumachen. Und auch keine Einhörner. Igitt, sowas will ich nicht sehen.
Das wäre übrigens lustig gewesen, Syltrakar. Oh, da ist jemand. Syltrakar, das wäre lustig gewesen, wenn du dein Handy einfach mit zum Ofenessen genommen hättest und dann den Livestream weiterverfolgt hättest. Das wäre bestimmt amüsant, war. Pudel und Einhörner, ja, Kotz, ne? Ich leide mit dir. Wer ist denn da? Ist denn... Ach so, okay. Ich habe gedacht, das wäre schon irgendjemand. Machen wir mal zu. Weil diese ekelhafte, schlaffe Haut hat ja der Hausmeister gehabt. Und diese Brustimplantate sehen jetzt auch nicht gerade so knorke aus, die hier dran sind. Sind ja nicht biologischer Natur. Nette Tüten. Bäh, Kotz. Nanophage. Ach du Scheiße. Nanophage and I. Jetzt ist er schon so gut wie verrottet. Totenköpfe, ja, das ist etwas männlicher im Chat. Oh, Scheiße. Da hat sich jetzt eine Stadt noch hinten drauf gebaut. Tot. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ist das ein kranken Shit, Mann. Ey, Aspire, ihr seid so genial und so krank zugleich. Ich bin sicher, die Deutschen haben ein Wort dafür. Boah, nicht mehr diese Sounds. Igitt. Oh, wir haben Fabi getriggert. Oh, da ist ein Arm, der in der Nähe rumschwebt. Okay. Da ist noch so eine Brust, die hier rumschwirrt. Okay. Warum auch nicht? Aber so Brüste wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber so, die sehen irgendwie aus wie Auge. Das sieht so falsch aus irgendwie. Ich würde niemals triggern. Ja, du respawnst nur. Ich weiß. Ach du Scheiße. Heißen die nicht Bloober Team? Ja, Boober Team. Genau. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es ist überhaupt nicht gruselig hier. Was ist das Schickes? Augenbubis. Ja, höchst ästhetisch. Brüste in ihrer Reinform. Sowas will man doch gern sehen. Slaanesh Approach. Ja, das ist irgendwie so die Vorhölle zur Rezeption von Slaanesh. Oh Mann. Oh leck. Taktischer Suizid? Fragezeichen. Oh Mann. Nur noch jede Menge Farbe für den Tätowierer. Okay. Was gibt's denn hier noch? Was gibt's denn hier noch Schönes? Ja. Mist. Da ist nix. Da ist auch nix. Und da ist wahrscheinlich auch nichts. Nö. In dem Akteschrank ist auch nichts zu finden. Okay. Hätte mich ja gewundert, wenn der ordnungsgemäß Buch geführt hätte oder so. Hier haben wir aber auf jeden Fall irgendwas. Das können wir uns angucken. Okay, das ist sein... Ah, das ist ein PC, okay. Und was ist das hier? Schickes, tolles, wunderbares, höchst erotisches. Okay. Okay. Ja, die Aktenführung ist sehr geil. Da hat jeder Buchmacher und jeder Bürokrat seine Freude. Ja, die Entwickler sind Aspire. Die werden auch tatsächlich in den Credits genannt hier. Oh je, oh je. Was der Bubble ist auch ziemlich kryptisch. Mails. Wahnsinns-Tattoo. Hey, ich habe gesehen, was du mit meinem Kumpel Dave gemacht hast. Und ich muss sagen, das ist echt Wahnsinns-Tinte. Ich will auch sowas. Ich habe mir ein traditionelles Motiv gedacht. Vielleicht einen Schädel mit Flammen drumherum, aber pass auf, die Flammen sind animiert und werden zum Spinnennetz auf meinem Ellbogen. Ich weiß, das ist krass, aber mit deinem Können und meinen Ideen kriegen wir das hin. Also melde dich einfach, wenn du Zeit dafür hast. Die Kohle habe ich. Ich meine, es ist etwas knapp, aber du nimmst bestimmt Ernährungsmarken, oder? Echt, Mann, deine Arbeit ist spitze, ganz groß. Echt? Und ich, und was ist mit Bloober Team? Ja, Bloober Team, die könnten Achtra beteiligt sein, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Aspire auf jeden Fall. So. Noch einen schönen Schluck. Sonderangebot. Hallo, ich hoffe, ich habe die richtige Adresse.
Wenn dies nicht das Jacked Ink Tattoo Studio ist, ignoriert bitte diese Nachricht. Aber wenn ihr das seid, einer eurer früheren Kunden hat mir von eurer speziellen Tätowierungsreihe erzählt. Die High-End-Sorte, ihr wisst, was ich meine. Mein Sohn hätte gern so eins. Genau genommen braucht er so eins. Und zwar sofort. Ich weiß, sie sind teuer, aber ich bin mir sicher, wir werden uns einig. Bitte meldet euch, sobald ihr dies lest. Antwort Zahlung. Ich weiß, du hast mir gesagt, ich soll dich in Ruhe lassen und ich habe unseren Nachrichtenverlauf gelöscht, wie du wolltest. Ich wollte mich nur nochmal für deine Arbeit an meiner Frau bedanken. Die Tätowierung ist echt wunderschön. Sie kann sich ihr Leben nicht mehr ohne sie vorstellen. Du bist ein echter Lebensretter. Sei versichert, dass der Rest des Geldes bis Ende der Woche ankommt. Hab's gerade mal gegoogelt. Bloober Teams sind die Entwickler und Aspire die Publisher. Okay, da ist es tatsächlich wie bei Layers of Fear der Fall. The Forgotten Gallery, a collection of early 21st century body art. Okay. Das rechts finde ich ja schon geil irgendwie. Das Haus mit diesen Wikinger-Giebeln auf so einer Kralle, das hat schon was. Das links ist schon zu verworren für mich. Okay, das rechts ist jetzt absoluter Murks. Dafür sieht das links recht cool aus, obwohl auch sehr primitiv irgendwie. Ja, das links, ja, mit denen beide kann ich jetzt nicht wirklich viel anfangen, weil der Wolf rechts an besonders gut gemacht ist. Ja, das links ist so ein Klassiker, das rechts einfach 2 Fischer. Okay, nichts Besonderes. Hier haben wir noch Dokumente. Ah, der hatte Amir tätowiert. Baba Jaga Häuschen, ja, okay. Hast du gewusst, dass die von Layers of Fear einen Bomberman-Klon im Horrorstil gemacht haben? Nee, gar nicht. Das klingt aber irgendwie lustig. Krass. Okay, Pixel. Oh, das ist geil. Vor allem das rechts, also bei dem Peak Ass, oder bei dem Peak-Symbol, vor allem das rechts, was so ein bisschen an Soma erinnert. Das ist geil. Das hat auch ein bisschen was. Triple Karnickel. Und so ein Skeletor. Ah, nicht schlecht. Mit Feuer und Schwert, natürlich. In bester Manier. Komm, das machen wir jetzt auch auf diesem gekrümmten 4K-Bildschirm, Holo-Bildschirm. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Huch. Moment, jetzt bin ich auf Level 1 gegangen. So, Level 7. Leck. Ach du Scheiße, jetzt geht's richtig los. Ich mache das jetzt einfach mal auf gut Glück. Locken wir die jetzt mal alle mit. So, dann können wir so viele wie möglich Killer. Können uns hier die Münze holen. Heißt Brawl. Wobei das eine verbesserte Version eines unterirdisch schlechten Spiels namens Basement Crawl war. Kannst ja mal googeln. Kulturbanause. Wieso Kulturbanause? Weswegen? Ich bin Kulturwissenschaftler. Wieso soll ich Kulturbanause sein? Jetzt. So, holen wir den Knabe. So, da haben wir die noch getriggert. Lol, das Level heißt, warum so viele? Ja, schon. Manchmal würde ich erst sagen, was stimmt nicht mit dir? Ist auch ein schöner Titel für sowas. Selbst, ich kenne Baba Jaga. Nee, ich nicht. Scheiß doch die Wand. Ah. Tot. Oh, fuck. Ja, erneut spielen, komm. Oh Mann, oh Meter. Kommt schon. Auf ein neues, ihr Rindviecher. Baba Jaga ist eine russische Hexe oder so. Die hat eine Hütte mit Hühnerbein. Okay, krass. Das kannte ich echt nicht. Man kann auch immer noch von der Kleingeister was lernen, wie es scheint. Oh, yes, das erleid. Scheiß da ins Kanonenrohr. Wie mache ich denn das jetzt am besten, ohne dass ich hier am Verrecke bin? Nee, so komme ich da auch nicht durch. Nee. Eva, habe ich mich verfahren? Nee. So geht das eben nicht. Nochmal.
Ist die nicht auch in Dragon Ball drin? Nee, das ist Uranai Baba. Die Hexe bei Dragon Ball ist Uranai Baba. So, jetzt holen wir die nochmal her. Muss dann wirklich wohl so passieren. Und den Riesenklumpe fertig gemacht. Jetzt kann ich den da hinter mir... Oh, scheiße. Ich beiß dir die Finger ab. Ach ja, nee, Mist, das kriege ich so nämlich hier. Noch einmal. Ja, ich glaube, wenn wir uns das nächste Mal so sehen, endet es wahrscheinlich in Mord und Totschlag irgendwie. Irgendwie habe ich so im Gefühl. Wie soll er ohne Finger spielen? Ja, und Prothese sind teuer. Und noch verdiene ich kein Geld mit meinen Let's Plays. Insofern hoffe ich doch, dass ihr das dann zahlt. Wäre auch irgendwie schön, so Petitionen, während man Let's Plays macht. Für den armen Let's Player ohne Finger, damit er wieder Let's Playen kann. Hätte irgendwie was. Ja, streckt nur die Zunge raus. Streckt nur die Zunge raus, solange du noch kannst. Zack und zack. Okay, wie kriege ich denn das jetzt geregelt? So, rum und so. Jetzt habe ich aber immer noch keine Ahnung, wie ich das jetzt so löse habe. Ellenbogen, ja. Also, Ellenbogen funktioniert nicht wirklich so gut, merke ich. Fäuste. Ja, das funktioniert. Oh, du siehst nur, was mir die Fäuste einbringen. Kannst ja eine Hand vom Tattoo-Studio leihen, die haben wohl genug. Ach, wenn es doch nur in echt gibt, das Tattoo-Studio. Du brauchst ein Schwert für den rechten Bereich. Und du bekommst von mir 2 Haken und dann nehme ich dich in meine Crew auf. Oh Gott. Oh, scheiße. Keine rosige Aussicht für mich. Egal wie. Oh Mann, scheiße. Okay, zack, zack, zack. Das wird schwierig. Das wird wieder ein schwieriges Level. An dem werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger hängen. So, noch einmal. Hängen. Dann hole ich mir hier die Münze. So, jetzt wird es aber saumäßig schwierig, weil ich brauche mindestens ein Schwert eigentlich, um da hoch zu gammeln. Ah, halte mal die Gaula. Moment. Moment. Ich glaube, ich habe... blöd, Mann. Captain Goatbeard hat gesprochen. Noch einmal. Zack, zack. Ich brauche ja eigentlich echt dieses Schwert. Moment, nee, doch, da habe ich doch was falsch gesehen. So, so. Aber ich brauche das Schwert eigentlich. Hier, um den Klumper aufzulösen. Dann brauche ich aber das Schwert auch noch, damit ich da oben durchkomme. Das wird eine höllische Herausforderung, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das zu lösen habe. Und ich komme da nicht durch. Ich komme da aber nicht durch, weil da Annie im Weg ist. Es sei denn, ich kann die... Nee. Gerade einfach mal gucken. Nee, da bräuchte ich dann spätestens hier ein Schwert. Lock sie an, geht zurück, macht beide kaputt. Okay. Am Anfang. So. Okay. Ja, das ist schon mal die Idee. Auf jeden Fall. So. Dann haben wir hier den Klumpe wieder. Dann die so. Alter, das ist eklig, dieser Klumpen. So, ja. Da haben wir trotzdem ein Schwert wieder zerstört. So, also Schwert ist irgendwie zu wenig. Jetzt stehen wir wieder vor dem Problem, ne? Ja, jetzt stehen wir wieder vor dem Problem. Wie ich das zu lösen habe. So. Ah, Moment. Noch einmal. So wie du es gesagt hast. So. 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 Ach, scheiße. Egal, die kriege ich auch so wieder hinter mir. Okay. So,
so. 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 Nee, die habe ich ja immer ins Viva la Klumpen, genau. Nee, die habe ich ja immer hinter mir. Das heißt, das wird ein Problem. Die kann ich so nicht locker. Scheiße. Boah, Manometer. Das wird ein tierisches Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zu lösen habe, hier das Problem. Weil hier kann ich hochrennen, so viel ich Bock habe. Ich lande mir im Endeffekt wirklich in diesem Brei hier. Ich weiß nicht, wie ich es lösen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee hier gewesen. Und das. Dann so. Wie kann ich jetzt aber noch die andere Kreatur eventuell da locker? Vor allem, weil ich ja wirklich mein Schwert nicht habe. Das heißt, ich müsste eigentlich hier irgendwie einmal rum und dann nochmal die Kreatur irgendwie locker, dass ich zumindest so ein paar im Sack habe. Und am Anfang, das Schwert muss ja sofort verbraucht werden. Weil sobald ich mich hier bewege, ist es so hinüber. Sie hatten oben eine Nachricht. Wer? Wer hatte oben eine Nachricht? Zauberer? Kannst du das Schwert am Anfang bis nach rechts mitnehmen? Nee, das geht leider nicht. Glaube ich zumindest nicht. Aber wir haben ja nämlich... Ach, scheiße. Wir haben ja nämlich so lange, bis ich wieder am Verrecken bin. Jetzt gucken wir nochmal. Bis nach rechts. Nee. Das geht nicht, weil wenn ich das Schwert hier habe, so oder so, ich muss hier durch. Sonst killen die mich. Das ist schon direkt am Anfang verbraucht. Ich habe einen zweiten Tipp geschrieben. Ah, okay. Warte mal, muss ich dann im Chat noch gucken? Ja, mach beide kaputt. Lock keine Spinnen an, geh direkt zum Schwert und lock alle bis zum Ende rechts an. Okay. Kenny A locker. Okay. Und bis zum Schwert. Okay. So, und jetzt? Jetzt muss es ja doch wieder A locker, ne? Ach, Moment. Kann ich die jetzt eventuell so? Aha. So. Dann gehen wir so. So. Und dann... Okay. Das war schon mal echt gut, der Tipp. Der bringt uns ein bisschen weiter. So. Dann so. Der ganze Rotz hier, der ganze Ahang. So. Dann fehlen nur noch die 3 Fette beim Ausgang. Hm. Jetzt ist die Frage, wie ich die noch zusammenkriege. Verdammte Scheiße. Nee, das ist echt zu wenig Schwerter. Aber der Tipp war schon mal gut. So und so. Kenny mir A locke. Schwertholer. Dann würde ich sagen, jetzt so viel wie möglich Klumpatsch mitnehmen auf den Weg. Damit ich später den ganzen Quark hier nicht an der Backe habe. So. So viel wie möglich A-Hängsel und Klumpatsch mitnehmen. Dann bleibt nur noch die. Dann haben wir hier den Käse. Wir haben den Quatsch. Dann haben wir noch ein Schwert. Jetzt ist die Frage, wie wir das hier kriegen. Da brauchen wir den. Den müssen wir mitnehmen. Und einmal so. Nee, den können wir nämlich aus der Reserve lockern, ne? Nee. Nee, den können wir nämlich aus der Reserve lockern. Für den bräuchten wir das Schwert eigentlich. Okay, nochmal. Vielleicht kriege ich so gebacke, wenn ich das irgendwie routiniert und oft genug mache. So, Klumpatsch, wo bist du? Bist. So, ihr kommt jetzt mit. Ich brauche nämlich was zum Spieler. Also kommt ihr mit. So, der ganze Rotz kommt auch wieder mit. Die brauche ich auf jeden Fall wieder.
So, und jetzt haben wir dann noch zum Schluss das hier. So, den kann ich so locker. Ach, scheiße. Scheiße. Nee. Das war falsch. Aber wieder ein wertvoller Tipp gewesen. Ich hab's bald raus, versprochen. Ich hab's bald raus. So. Boah, das muss für euch, ätzend sein, während ich so dermaßen ewig brauche. Bevor du die linke Spinne am Ende mitnimmst, hol alle Münzen, die sich... Ja, genau, richtig. Alle Münzen dann noch hole, genau. So, jetzt holen wir noch die Spielspinne mit. Da können wir nämlich den Brei noch mitnehmen. So, den ganzen Brei. Einmal so, einmal so. Dann haben wir den ganzen anderen Quatsch mitnehmen. So, die holen wir mit. Weil Ash-Spin habe ich zum Schluss wieder am Arschkleber. Ja. Ja, es tut mir ja auch leid, wenn ich da so Ewigkeiten brauche. Aber um die Uhrzeit oben, dort mal ein bisschen Pech beim Denker. Okay, so, jetzt locken wir den Kasper an. Gehen wir einmal im Kreis. Kommt nämlich der Knallkopf auch noch mit. Dann ist die Frucht. Ne, den können wir nicht mehr mitnehmen. Aber den do können wir noch irgendwie locker. Nee. Okay, dann versuchen wir mal den. Nee, scheiße, das war falsch. Oh, ich hab's bald, versprochen. Ich hab's echt bald. Ich darf nicht so viel nachdenken. Ah, scheiße. Ich darf nicht so viel nachdenken, das ist das Problem. So, noch einmal. Zack, zack, zack. Schwertholer. Ja, linke zuerst. Okay. So, jetzt holen wir nochmal die Spielviecher mit. Eieieiei. Muss auch frustrierend sein, jemand Tipps zu geben, der dann so einen Murks draus macht. Okay, probieren wir es noch einmal. Zack, 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 zack. Okay, noch einmal. Häng, häng. So, das habe ich. Der linke muss ich zuerst rausholen aus seiner Reserve. Ja, vorher hier nochmal den Schampel. Und die darf ich auch nicht zerstören, wenn ich die als Brei habe. Sondern Annie habe ich mindestens an der Hacke zum Schluss. So, jetzt habe ich den an der Hacke. Genau. Erstmal einmal im Kreis rumrennen. Oder der die Tipps erst 5 Minuten später bekommt. Ja klar, das ist dann auch immer so eine Sache. Das stimmt schon. Scheiße. Eben habe ich Mist gemacht. Das war falsch. Jetzt habe ich 2 an der Backe. Ne, durch den letzten komme ich nicht durch. Scheiße. Nix durch die linke zuerst. Ich muss... Ja. Ja gut, der Stream wird Verzögerung haben. Ja klar, das auf jeden Fall. Bei dir passt es ja immer. Hexe? Was? Wer Hexe? Scheiße, Mann. Oh, Mann, das ist... Am Anfang habe ich echt noch gedacht, okay, das ist ein schönes Kinderspiel, schönsten Zeitvertreib. Aber ich merke, dass ich nämlich in so logische Bahnen denke wie früher. Früher wäre mir als Kind sowas wahrscheinlich sehr viel leichter gefallen. Mittlerweile tue ich mal unglaublich schwer damit. Also es muss auf jeden Fall der rechte Ach zuerst sein. Ach so. Sie meint dich. Okay, ja, zu dir passt, Hexe. Ah, Mann. So. Aber so 5 Minuten Verzögerung hat es jetzt nicht, aber ich glaube bei einer 6 bis 9 Sekunden Verzögerung werden mal wieder sein. Und das Problem, wo ist es? Mensch, Yankee, hol mal dein Hirn raus aus der Tiefkühltruhe. Niemals! Nee, das stimmt auch wieder so nicht. Holen wir den noch mit zum Spieler. Jetzt fehlt uns trotzdem noch der Kasper hier. Nach dem ersten eingesammelten Schwert, da kannst du die linke Spinne schon mitnehmen.
ja, okay. Ja, ich verstehe, wie es menscht, ja. Ich verstehe es, wie es menscht. Beim ersten Ei gesammelter kann ich die Spinne schon mitnehmen, ja. Die kann ich nämlich so mitnehmen. Ja, du hast recht. Das ist das Problem. Oh je, jetzt haben wir es aber. Ich denke, wenn ich mich jetzt nicht mal verdrück, dann haben wir das jetzt auch gelöst. Oh, danke Scorpion. Ohne Scheiß für die Tipps. Vielen, vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre ich bei den Dinger, glaube ich, echt aufgeschmissen. Jetzt haben wir nämlich nur noch die 3 Spinner. Und die dürften machbar sein. So. Hier und hier. Die anderen 2 brauche ich nur auf der Backe. Das andere Schwert, was ich jetzt noch habe, das brauche ich nur, um die Drittspinne zu killen. So. Jetzt gehen wir da lang. Und runter. Bitte, bitte, ich mag solche Rätsel, ja. Die habe ich früher auch sehr gern gemocht, so Rätsel. Mittlerweile, ihr seht ja, was dabei rauskommt, wenn ich mich an sowas probiere. Puh, wieder gepackt. Vielen, vielen Dank, Scorpion. Oh, sehr gut. Gut, ich bin auf Level 8 gespannt. Das war jetzt auch alles, was hier noch geht. Oh, und die Sicht wird wieder fusselig. Ich bräuchte mal wieder Synchro sein. Oh, scheiße. Vor allem jetzt habe ich nichts mehr, um mich rauszuretten hier. Verdammt nochmal. Jetzt kann ich nie mehr weiter verzögern und muss mich wieder dem Horror stellen. Ah, dieses Spiders and Swords ist eigentlich schon eine sehr nette Abwechslung, muss ich sagen. Okay, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Biologisch und elektronisch Interessantes. Okay. Mal wieder ein Toter. Bitte sei tot. Bitte sei wirklich tot und spring mich jetzt nicht an oder so. Okay, da ist nichts Technisches, nichts Bioorganisches. My timing is really off today. Ah, endlich. Lazarski, 656210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Okay, sehr schön. 2 Synchro-Sign haben wir jetzt gefunden. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Der Vorhang können wir jetzt anime vorziehen. Naja. Was ist das da? Funkgerät oder was? Gucken wir uns jetzt mal an. Netzadapter. BIA Core 44. Natürlich von Chiron. Wer hat's gedacht? Sie ist Vater. She dead. Sie ist Vater, genau. Und was ist das Schickes? Kamera. Holo-Injektor. Fantas 04. Ja, die Fanta 4 sind auch hier vertreten. Und was haben wir dann hier noch? Nichts Interessantes mehr. Okay. Natürlich auch von Chiron hergestellt. Und der hat noch seine Pistole oder was? Seine Tätowierpistole? Tätowiergerät. Spezialanfertigung, keine Übereinstimmung gefunden. Nicht registrierte Vorkriegskomponente entdeckt. Na geil. Und da ist noch was? Close enough. Und desto Wireless Pedal. Atalanta T-19. Und was hat er noch Schickes dabei? Er ist ein Chip. Dann können wir uns immer angucken, wer das war. Und der hat noch hier technisches Gerät. Ja, das würde ich mir ganz gern angucken. Mit meinem lustigen Blick. Aber das will er anscheinend nicht. Okay. Das muss ich... Oh, der sieht aber auch gut aus mit seiner Dreads. Und irgendwie hat er einen Frauenarsch. Das finde ich auch etwas verwirrend. Und was hat er dann da noch? Eine Blutspur. Victim's blood is mixed with ink. Okay. Elevated hormone levels. Oh, fuck. The killer used the tattoo machine as a murder weapon. Pfui, Teufel. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, aber der, die Taille und so,
wirkt eher weiblich. Hm? Hm? Okay, ist eine Frau, alles klar. Gut, jetzt wissen wir das auch. Und das hier? Das kann ich bestimmt mit meinem mechanischer Äuglein erkennen, oder? Ah, nee. Ach so, das ist einfach nur so ein verstellbarer Tisch. Na gut. Ah, ich glaube, es ist wieder Zeit für Injektion. Sie ist tot. Ja, die wehren sich nicht. Ne? Ach, wie geht. Da sind wir dann tot noch. Ja, du machst so nur Punkt, Punkt, Punkt. Als ob du jetzt das Grinsen vorm PC sitzen würdest. Ach Gott. Gucken wir uns mal den ganzen Schampel hier an. Nee. Und hier? Ja, organisch geht es irgendwie schlecht. Organisch kann er sich das nicht angucken. Ah, da sind wieder Spuren. Multiple puncture wounds, few inches deep. Scheiße, mit der Nadel abgestochen war er. Das sieht echt nicht besonders gut aus. Ja, aber das Zeug können wir uns nicht angucken. Und der schwankt die ganze Zeit hier. Sorry, musste sein. Ja, irgendwas, das Ding können wir uns nicht angucken. Die Armbanduhr. Und den Chip im Kopf, den können wir uns auch nicht angucken. Ich hätte jetzt ganz gern rausgefunden, was die Sache ist. Aber irgendwie will der jo nicht. Freuen mich nicht, was da abgeht. Seltsam. Ansonsten hier noch in der Umgebung, da ist noch was. Was ist das? Ah, Turmbandgerät. Ein bisschen Strecke. Okay. Der Balken ist doch erst auf grün. Ist da überhaupt die Injektion schon noch nötig? Oder habe ich was falsch verstanden? Nee, also ich mache immer die Injektion, wenn der, ja, wenn es einfach zu arg ist von der Sicht, wenn die Sicht dermaßen verfusselt ist, dass gar nichts mehr geht. Oder dass ich persönlich Probleme habe, wirklich was zu erkennen. Und dann nehme ich die Injektion schon. Okay, das Ding ist nur verstellbar. Du ist noch ein bisschen rumgeschmiert worden. Das Blut scheint ihn nicht zu interessieren. Hier noch Videotapes. Warum auch nicht? Also das finde ich jetzt schade, dass ich mich da nicht hacken kann. Doch, anscheinend. Ha. Ist eine Frau, okay. Geschlecht B-1, okay. Helena Novak. Ach, das ist unser Gesuchter. Okay. Moment, dann will ich jetzt aber auch noch gleich, bevor ich mich mit der synchronisiere, will ich aber erst einmal hier nochmal das Ding mir angucken. Aber vielleicht soll es da am Rande der Fuseligkeit stehen. Okay. Alles klar. Gut, dann war das tatsächlich die Person, die wir gesucht haben. Und jetzt wollte ich noch hier auf die Knöpfe drücken, oder? Probieren wir es mal mit dem Hack. Ob er uns Sichterei hacken kann. Und was dann passiert. Ich sage aber nicht, dass es 7441 ist. Fragezeichen, Fragezeichen. 1. Ja, das Touchpad am Stuhl, ja. Jetzt ist die Frage. 7411 oder so. Probieren wir es mal. Nee. 524. Okay. Okay, das ist schwierig. Da muss ich wahrscheinlich irgendwelche Hinweise finden, die ich in ihr finde. Wenn ich mich mit ihr synchronisiere. Das Touchpad am Stuhl. Ja, da war ich jetzt schon dran an dem Ding. Aber Hinweise muss ich erstmal finden. Auf den eigentlichen Code. Ah nee, das war später, sorry. Kein Thema. Ja, das muss ich jetzt erstmal rausfinden, wie der Code ist. Und dazu sollte ich mich vielleicht erstmal mit der guten Frau synchronisieren. Zum Verbinden. Warning. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override.
open maintenance panel. Okay. Du darfst jetzt erstmal wieder deeper into the mind. Ich bin mal gespannt, was bei der zu finden ist, vor allem da die schon tot ist. Oh, das wird spaßig. Oh, gut sieht sie aus, ja. In tote Verstand. This better be worth it. Das wird jetzt wahrscheinlich richtig heftiger Scheiß, in tote Verstand reinzugehen. Oh, oh. Die anderen waren hier noch am Leben oder so gut wie am Leben. Das wird jetzt echt heftig. So, jetzt sind wir wieder am PC. Jetzt mache ich noch mal ganz kurz reingucken. Okay. Einen Moment. Okay. Immer noch 98 Abonnenten noch geguckt und 4 Daumen hoch für das Stream grad. Okay. Zum Start drücken. Chiron, Job-Interview, Hashtag 3351. Jungprogrammierer wird geladen. Willkommen, Frau Nowak. Klingt so wie im Dorf hier. Du bist ein wichtiger Bestandteil deines Unternehmens. Deine harte Arbeit und Loyalität wissen wir immer zu schätzen. Entspannen und so wahrheitsgemäß wie möglich antworten. Willst du, dass es deinem Heimatland gut geht? Ich glaube, das ist der Leute hier ziemlich scheißegal, um ehrlich zu sein. Aber sagen wir mal ja. Möchten sie die Welt verbessern? Eigentlich wollen die Leute nur einen Job haben, ne? Nein. Okay, ich lüge euch nicht an. Eva, habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt? Möchtest du ohne Furcht leben? Ja. Möchten Sie eine produktive Beziehung zu Chiron aufnehmen? Eigentlich nee, aber ich finde, das lügt mich nicht an, aber kommt. Ja. Wirst du kooperieren? Oh, scheiße. Natürlich. Werden Sie gehorchen? Drücke Kreis. Natürlich. Willst du dich anpassen? Drücke X. Selbstverständlich. Drücke Viereck. Die Republik ist deine Mutter. Chiron ist dein Vater. Eine Mutter liebt bedingungslos. Der Vaterstolz verlangt ein Opfer. Nimmst du Opfer in Kauf für das Gemeinwohl? Ja. Arbeit. Produktivität. Glück. Du wirst glücklich sein. Du wirst produktiv sein. Du wirst für das Gemeinwohl arbeiten. Werden sie gehorchen? Ja. Wird geladen. Bewertung des Subjekts wird abgeschlossen. Antworten werden geprüft. Verhaltensmuster werden analysiert. Lebensentscheidungen werden bewertet. Warnung. Ehepartner des Subjekts. Strafregister wird geprüft. Keine Haftung für aktuellen Termin. Punktabzug unerheblich. Warnung ignoriert. Punktanzahl berechnen. Bei der PC-Version sind die Tasten, die man drücken muss. Obey, ja. Echt mal. Glückwunsch, willkommen bei Chiron. Oh ja, ich freue mich gerade wie Boller hier zu sein. Ich tät gern nochmal in die Haare. Scheiße. Oh Mann. Das ist so derzeit beim Let's Play, wo ich sag, und wir sehen uns dann mal hier wieder zu Let's Play Schlag mich tot, Uff, pelzig, Eiern, Yankee. Oh, scheiße, ich will nicht, vor allem, weil mich dieses Lüg uns nicht an schon ein Jumpscare war, der mir Gänsehaut beschert hat, wo mir gerade Mageninhalt so ein bisschen noch gerutscht ist. So kurz vor Schisserle. Oh, Mann. Okay. Okay, nur ein Wackelstuhl. Nee, nichts, wo man sich drauf hängen könnte mit dem Wackelstuhl. The nightmare has just begun. Ja. Beton's immer noch weiter. Es ist so schade, dass wir hier unser Sicht nicht haben.
Sondern dass man auch einfach nur beobachten können. Das, was wir halt wirklich sind, Observer, beobachte und dokumentiere. Eigentlich dieselbe Aufgabe, wie es ein Archäologe hat. Nur beobachte und dokumentiere. Und archiviere dann noch. Mhm. Hier flackert's. Oh Mann. Ich bin gespannt, mit was für fertige Typen ich mich da noch synchronisieren muss im Laufe der Zeit von dem Spiel. Ich glaube, richtig übel wäre es jetzt noch, wenn ich es im Wofür das Herz? Ich glaube, richtig übel wäre es jetzt nur noch, wenn ich wirklich auch die entsprechende Dunkelheit noch hätte. Also wenn ich die Helligkeit so abpasse würde. Warten wir mal. Haben wir gleich. Spiel. Da ist da bestimmt noch die Helligkeit dabei. Untertitel, Anzeigen. Nee, das ist alles schon in Ordnung. Video. Ja, wenn ich jetzt Logo links kaum noch zu sehen ist. Das ist das Logo links nicht und das rechts kaum noch. Das wäre das hier, ne? Das wären die... Das wäre so, wie es A-Wende wird, ne? Moment. So. Wäre anwenden. Dann wäre mal... Okay. Seltsam. Warte mal. Einstellungen. Spiel. Ne, Quatsch. Video. So. Dann wäre mal... Genau. So. In der Art. Anwenden. Dann wird es jetzt aber hier wirklich nichts ändern. Okay. Interessant. Ich mache es dann wieder zum normale Helligkeit, wie ich es vorher gehabt habe. Weil ich definitiv der Meinung bin, für Let's Play braucht man es einfach heller. Ansonsten sieht man ja überhaupt nichts. So. Okay, weiter. Ach, glücklicherweise nur irgendwelche Leute. Oh. Ein Schatten von deiner Bürozelle. Wie es da im Alltag aussieht. Und ich meine natürlich, aha, alles cool. Ich habe mich nicht erschrocken. Alles wunderbar. Okay. Ja, du kommst heute definitiv auf deine Kosten, Syldraka. Was mich leider angeht. Oder leider sehr angeht. Oh Mann. Ich hoffe, du genießt's. Ich hoffe, du genießt das. Okay, die bringen mich jetzt aber nicht weiter, die Hanebampel. Alter Falter, das sieht ja aus hier wie, als würde man bei Facebook oder bei Google arbeiten. Lauter gesichtslose Handlanger. Und hier können wir sowieso nichts reisen. Wir können nicht Fächer öffnen oder sonst irgendwas. Das heißt, wir müssen nur aus dem Labyrinth hier raus. Und diese ganzen Kommunistensprüche, das erinnert mich auch so an die Simpsons mit diesem Ausbeuterbetrieb, Krusty Ausbeuterbetrieb in China. Wo dann so Slogans kommen wie Denken ist dekadent. Mann. Flinke Finger bedeuten weniger auspeitschen. Kann ich aufs Klo? Nö. Nie kann ich auch mal was Schönes haben. Ach du Scheiße. Okay, und hier? Brakadojitschke. Alles klar, ja. Übersetzt wird man das auch nicht. Ja, lecko mio. Ist das widerwärtig. Das ist anscheinend der Mitarbeiterraum. Ah, da ist einer dabei. Das ist der Amir, denke ich, oder? Ja, es wird Amir sein. Ja. Wie geht? Wie er ausrascht. Meine Fresse. Oh Mann, oh Meter. Also ich muss sagen, dieses Apartment, Haus, das hat sich schon tierisch in sich. Ich bin ja mal gespannt, was noch so alles kommt an Level, weil alle schon bei diesem Apartmenthaus kann man sich ja richtig übel austoben und so viel Sache entdecken. Und ich bin ja mal gespannt, wie die nächste Level so sein werden, außerhalb von diesem Miethaus. Hallo. Hi Jonas. Freut mich auch, dass du es hierher gepackt hast. Willkommen beim Livestream. Freut mich echt, dass du mit dabei bist. Hock dich dazu, trink einen Kaffee oder gib mir einen Schnaps. Ein Schnaps wäre jetzt wirklich nicht schlecht. In dem Sinne,
Ach, wär's doch nur Wodka. Ach, wär's doch wirklich nur Wodka. Leider ist es nur stilles Wasser. Hör auf! Es wird hier rumgefusselt. Hör auf! Leute, ich verschwinde dann auch mal. Alles klar, Mathilda. Vielen, vielen Dank dafür, dass du beim Livestream mit dabei warst. Mach's gut, hab noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ja, war nett mit dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mit zugeguckt hast. Hat mich echt sehr gefreut. Mach's gut. Schönes Wochenende. Gute Nacht. Vielen Dank. Ja, ich dachte, da muss ich auch mal vorbeikommen. Hast du eine Fliege bei dir? Nö. Ich habe keine Fliege bei mir. Also weder trage ich Annie, noch schwirrt Annie hier in der Gegend rum. Hey. Hör auf. Ich will, dass die Sicht klar bleibt. Ich habe keinen Bock auf irgendeine Scheiße hier. Hör auf. Na, jetzt fusseln auch noch die Bildschirme. Na toll. Stimmung. Anders wäre so langweilig. Hat ebenso gesummt. Achso, nee. Hier ist das ja leid. Nee, das liegt einfach nur an der Playstation. Die macht so Geräusch. Wenn die lang arbeitet, dann ist die halt auch wirklich am Entlüfte und Belüfte. Oh, immer dieses Nasejucker. Scheiß Let's Player-Krankheit. Oh Mann. Oh Mann. Echt nur komplett in dem Haus? Das wäre ein bisschen schade, fände ich. Da ist noch so ein Gesicht hinter mir. Fände ich etwas schade, wenn es nur in dem Haus wäre. Um ganz ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass es noch ein paar andere Levels gibt. So, was machen wir uns so Renner? Ne, das führt nur in die Sackgasse hier rein. Fast komplett. Ja, krass, echt. Heftig. Ich habe echt gedacht, dass das Mietshaus, das wäre tatsächlich nur ein kurzes Level, was relativ schnell weggeht. Ah, und Dale spielt auch im Keller, okay. Also wirklich komplett nur in dem Mietshaus. Ja, krass. Krasser Scheiß. Hab echt erwartet, wir kriegen eventuell noch eine B-Zone zu sehen. Oder wir kriegen noch eine A-Zone zu sehen. Das hätte mich auch interessiert. Nicht nur dieses räudige C-Klasse-Gedöns, sondern auch mal wirklich, wie die anderen Bürger so leben. Interessant. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Lass mich doch mal durch, ihr Männler. Ihr Schotte-Gesichter. Oder muss ich hier irgendwas... Kann ich hier irgendwas drücken oder so? Mit irgendwas interagieren? Ah, okay. Hehehehe. Oh, jetzt... Oh, scheiße. Hilfe? Hallo? Hallo? Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Oh, nett. Wir haben eine kurze Pixelregel und dahinter ist irgendein Speckmann unterwegs. Denkt immer dran, der Speckmann wohnt in einem Speckhaus. Oh, Jesus. Was war denn das für ein Ding? Okay, das war tatsächlich ein ziemlicher Speckmann. Aber eher so Biomasse. Das sah ein bisschen aus wie der Nemesis aus Resident Evil 3. Ist halt nicht so ein fettes Spiel wie zum Beispiel Resident Evil. Ich würde es immer noch wie typische Indie-Titel betrachten, aber am Rande zu Servus. Hi André, schön, dass du auch dabei bist. Freut mich, dass du wieder da bist. Mit dir habe ich, um ehrlich zu sein, auch wieder gerechnet. Und schön, dass ich dich jetzt auch hier wieder sehe. Das freut mich echt. Zumal der nächste Livestream, habe ich mir gedacht. Der Grotte Geekser, ja genau. Das, was der so am Arm dran hängt, hat, ist wirklich so ein Grotte Geekser. Hat mich ein bisschen an der Nemesis aus Resident Evil 3 erinnert. Und ja, da ich ab nächster Woche wieder am Arbeiten bin und wenn ich ovens heim komme, bin ich eher so und am Ei schnarche, werde ich wahrscheinlich mein nächster Livestream erst wieder auf Freitag in einer Woche verlegen. Also sorry Leute, aber ich probiere es bis 2 Mal in der Woche immer zu machen. Und Freitag halte ich eigentlich generell für einen ganz guten Termin für den Stream. Deswegen würde ich eigentlich ganz gern freitags weiter streamen und wenn möglich dann irgendwie nochmal unter der Woche, wenn ich mich wieder eingegroovt habe mit der Arbeit. Verdammt, warum werden die Nachrichten gecuttet am Rand zu AAA? Ja, also ich muss sagen, Layers of Fear war ja ursprünglich auch als Indie-Projekt bezeichnet
Und es ist halt nicht von einer riesen Firma gemacht. Trotz allem finde ich, dass Layers of Fear wirklich absolut qualitativ mit großen Spielen mithalten kann. Was Setting angeht, was Charaktere angeht, was die Umsetzung und so weiter angeht. Und im Vergleich zu solchen Indie-Titel wie Slender The Arrival oder sowas, ist definitiv das von Aspyr und Bloober Team richtig, richtig gut. Gerade Layers of Fear und auch Observer hatte richtig geile Stimmung. Und ich finde eigentlich, das würde ich schon eher als Mainstream-Game bezeichnen. Also als richtiges, vollwertiges Spiel und nicht als Indie-Spiel. Indie-Spiel hat ja immer so den A-Klang von, ah ja, das ist eher so was Kleines und unterstützt die kleinen Entwickler, die können sie noch nicht so richtig. Ne? Das ist das, was ich immer so persönlich mit Indie-Spiele verbinde. Sowas, ja, die können sie nicht so richtig und ja, du musst ein bisschen Nachsicht haben, wenn nicht alles so wunderbar ist. Es ist halt eine große Firma, es sind halt nur ein paar Leute, die daran beteiligt sind. Aber ich muss sagen, Aspyr und Bloober Team leisten absolut geniale Arbeit. Layers of Fear war ein Meisterwerk und auch Observer hat wirklich Tendenzen zum ganz, ganz krasse, großartiges Spiel. Es steht mich früher, in Zukunft mehr von Aspyr und Bloober Team zu sehen, wirklich. Das Indie steht für Independent, nicht für schlecht. Ja klar, natürlich Independent, aber es hat halt immer diesen Nachklang, diesen Beigeschmack von, es sind weniger Leute daran beteiligt, es sind nicht mehr die große Firmen daran beteiligt oder es sind keine große Firmen daran beteiligt und deswegen ist es von der Quali etwas schlechter. Aber solche Spiele wie das hier, die beweisen, dass es auch definitiv anders geht. Heißt nur, dass sie weniger Geld haben und nicht mit großen Publishern. Ja, klar. Aber für mich hat es früher immer diesen A-Klang gehabt, von wegen nicht die große Publisher im Rücken zu haben, heißt automatisch Murks. Aber dem ist einfach nicht der Fall. Gerade wenn man sich so Spiele anguckt, wie gesagt. Ich kann es nicht häufig genug betonen. Jetzt hat er sich gerade aufgehängt oder was? Ladezeit? Oh scheiße. Ich glaube, der hat sich gerade aufgehängt. Nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen ab. Scheiße. Ne, da geht gerade nichts mehr. Das tut mir leid. Der hat sich jetzt wirklich gerade aufgehängt. Scheiße. Wenn wir mal das jetzt... Ja, Indie-Titel sind etwas kürzer, ja klar. Was von mangelnden Mitteln kommt. Und ja, der ist tot. Sorry Leute, ich muss den Stream gerade neu starten. Dann schauen wir mal, wo er mich wieder rausschmeißt. Aber wir sehen uns gleich wieder. Das dürfte eigentlich kein Thema sein. Warten mal, halten wir mal den Gaul an. Fuck. Das mal liegt wirklich nicht an der Hardware und auch nicht an der PlayStation Software. Das mal liegt tatsächlich daran, dass das Spiel mir Strich durch die Rechnung gemacht hat und wirklich an der Stelle abgeschmiert ist. Das tut mir leid. Das ist definitiv nichts, was ich wollte. Ich muss das Stream an der Stelle kurz unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. Macht so in circa 5 Minuten nochmal einen Neustart auf meiner Hauptseite vom Kanal und dann sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich.